Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Jede hat ganz einen anderen Dialekt, aber alle haben die gleiche Leidenschaft. Fein kochen und gut essen. Die Brigitte Wegmüller aus Biggenthau im Emmental hat zum Hauptgang ein Hahrrückensteak an einer Rotweinsauce serviert. Die Irene Schmid aus Flüeli im Entlebuch Lammkotelett mit Steinpilzherdöpfelstock. Die Marlies Pur aus Travers ein einheimischer Neuenburger Braten mit Saucisson, Rösti und Kifu. Die Monika Knellwolf aus Waldstadt im Appenzell Ausserrhoden ein selbst kreiertes Landfrauen Cordon Bleu. Die Karin Hengartner aus Olten im Kanton Solothurn ein Hackraubraten gefüllt mit Käse, Schinken und Spinat. Nicole Tanner aus Meienfeld in der Bündnerherrschaft ein Hochlandrindsfilet mit 3 Gnocchi. Und die Manuela Barmettler aus Emmeten im Kanton Nidwalden ein gefüllter Has mit Ofentori und Blaukraut. Das ist das Finale von SRF bei den Leuten Landfrauenküche. Und das ist der Nick Hartmann. Guten Abend miteinander. Danke vielmals. Grüezi miteinander. Danke vielmals für den schönen Empfang. Merci vielmals. Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen im Studio 1 am Leutschenbach. Wir sind im Jubiläumsjahr von der Landfrauenküche. Sen und Nonsens. Seit 10 Jahren gibt es die Landfrauenküche und das ist das 11. Finale und darum sind wir heute mal ins grosse Studio 1 am Leutschenbach. Es gibt einen schönen Abend, es gibt einen lustigen Abend, es gibt einen feinen Abend. Da weht dann gleich schon mal ein feiner Duft von guten Sachen durch die Studiohalle durch. Wir haben Francine Jordi heute Abend bei uns. Sie singt und der Florian Ast. Die beiden singen. Und der Sepp Amstutz, der Solojodler von der Wiesiberger, ist auch da und stellt eine neue Sendung vor. Und selbstverständlich dürfen unsere Hauptprotagonistinnen auch nicht fehlen. Kochen, das tun sie heute Abend schon noch, aber es gilt eigentlich nicht mehr. Weil das, was sie in den letzten 7 Wochen gemacht haben, das ist ja das, was zählt. Die sind beieinander, 6 Mal eingeladen, einmal musste jede kochen. Und den Namen der Siegerin haben sie bestimmt und der steht da in diesem Kuvert. Ich könnte jetzt reingüchseln, mache ich aber nicht. Ich habe genauso keine Ahnung wie Sie auch nicht. Aber ich weiss, Sie haben 100%ig eine Favoritin. Wer fehlt noch? Genau, unsere Landfrauen. Herzlich willkommen aus dem Emmental. Brigitte Wegmüller. Die Irene Schmid. Die Marlies Pur. Monika Knellwolf. Karin Hengartner. Nicole Tanner und Manuela Barmettler. Jetzt ist es soweit. Schön, sind ihr alle da. Das Emmental, der Kanton Luzern, Flüeli. Nachher sind wir im Neuenburger Jura, Val de Travers. Nachher sind wir im Appenzeller Land. Dann sind wir in Olten, Kanton Solothurn. Bündnerland, Bündner Herrschaft mit Meienfeld. Und seit gestern wissen wir, wo du daheim bist. Manuela im Kanton Nidwalden, zu Emmeten. Manuela, wie geht's dir? Ich bin ein bisschen nervös. Ist wahr? Ja. Was habt ihr gemacht noch hinter der Bühne, damit ihr euch ein bisschen Mut zusprechen könnt? Wir haben tanzt. Gut. Ja. Geschnupft oder Alkohol war keiner im Spiel. Heute habe ich nicht. Ja. Ich habe wirklich das Gefühl, ihr seid so eine lustige Truppe. Was hast du das Gefühl? Was hätt's nicht jetzt schon lachen, bitte? Wir müssen 2,5 Stunden durchhalten. Was hast du das Gefühl, an was hat das gelegen, Brigitte, dass ihr euch so gut verstanden habt? Ich glaube, das können wir alle nicht genau beschreiben, an was das liegt. Es passt einfach.
Wenn wir mal schauen, wie lustig das ihr es habt in den letzten 7 Wochen. Wir haben ein paar Szenen zusammengeschnitten, wir mussten gar nicht lange suchen. Geht du noch Boden ab? Bevor Sie jetzt Fresse haben... Oh, jetzt habe ich auch einen Fuß. Das tut weh. Entschuldigung. Ja, Scheiße. Die sind gefroren. Eben nicht. Tut dir lieb sein. Komm. Das jetzt die Hosensäge noch haben. Au! Das kommt sicher nicht raus. So anstrengend. Gabriele ist angelaufen. Ich rühre dich ein bisschen gut. Gabriele ist wieder angelaufen. Ich weiß schon. Ich komme nicht raus. Ich war. Das ist doch Quatsch. So blöd, so ein blödes Brüllen. Ihr lacht aber nicht wegen mir. Das ist doch so der Vorsicht. Ehrlich jetzt? Aber es ist ja nicht dürftig. Das ist im Fall vorher nie passiert. Mit keinem Wert. Das sind doch Hörner. Ja. Geht's mit den Brillenträgerinnen? Ist alles okay? Oder dampft es wieder von innen? Früher ist wirklich gehindert. Ja, nicht. Nein, die brauchst du noch zum Kochen. Nachher wieder. Kommst du jetzt mittlerweile eigentlich draus? Hat man dir erklärt, um was es gegangen ist, Nicole? Nein, ich komme immer noch nicht raus. Kannst du helfen, Karin? Ich? Nein, ich war nicht dabei. Du bist nicht dabei gewesen. Wer kann helfen? Monika? Ja, das sage ich nicht. Ist es nicht jugendfrei? Müssen wir warten, bis es 10 ist? Oder gehe ich Ja. richtig in der Annahme, dass es das war, Manuela? Das ist schon nicht jugendfrei. Ja. Schon bis nach der Sendung warten. Dann lassen wir es. Habt ihr Lust zum Kochen? Ja, ihr habt immer Lust zum Kochen. Ja. Wir haben einen schönen Markt aufgestellt. Dort dürft ihr euch nachher dann bedienen. Und es geht so, dass ihr heute für Gruppen kocht. Wir haben 3 grosse Gruppen, die wir eingeladen haben, die dann da Platz nehmen. Und für die müsst ihr kochen. Und es gibt 3 Gruppen. Und die erste Gruppe, die kocht, das ist Marlies, das ist Karin und das ist Nicole. Ihr dürft schon mal in die Küche. Und die anderen 4 Frauen, die nehmen Platz auf unserem Sofa. Zu euch komme ich dann später. Das Finale der Landfrauenküche 2017. Diese Frauen, die können heute Abend den Titel gewinnen. Die können am Schluss zuoberst sein auf dem Podest. Und Sie heute Abend, Sie können selbstverständlich auch etwas gewinnen. Für Sie haben wir einen tollen Wettbewerb.
Macht mit und gewinnt bei der 11. Staffel SRF bei den Leuten Landfrauenküche eine von 11 Migros-Geschenkkarten im Wert von je 1000 Franken. Läutet an auf die Nummer 0901 544 911. Für 80 Rappen pro Anruf oder gratis mit dem Handy im Internet. Ob ihr zu den Glücklichen gehört, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Alle Infos und Gewinner auf srf.ch. Viel Glück! Auf alle Fälle viel Glück, das wünsche ich Ihnen auch. Machen Sie mit bei diesem Wettbewerb und gewinnen Sie eine Geschenkkarte im Wert von 1000 Franken. Ihr müsst jetzt kochen, das Dritte. Ihr müsst euch organisieren, ihr dürft posten, aber jetzt müsst ihr zuerst auch wissen, für wer das ihr kocht und vor allem, was das ihr kocht. Was das ihr kocht, zeigt euch die Gruppe jetzt gerade selber. Die Gruppe, die jetzt reinkommt, die kennst du vielleicht oder der eine oder andere, weil sie kommen aus deiner Region. Es sind Männer, die nach ihrem Einsatz immer Hunger haben. Und sie gehören zu den besten, erfolgreichsten in ihrer Zunft. Es ist die Stützpunktfeuerwehr von Langquart. Im Ernstfall zählt jede Sekunde. Die Feuerwehr Landquart rückt an einen schweren Verkehrsunfall aus. Seit 27 Jahren mit Blaulicht im Einsatz ist der Kommandant Peter Gadalbert. Für ihn ist es mehr als ein spannendes Hobby. Machen tut man das, glaube ich, weil man Freude hat am Dienst für die Allgemeinheit, dass man etwas Gutes auch machen kann und weil einfach schlichtweg die Aufgaben sehr interessant sind. Hallo Peter, hoi. Los informieren. Wir haben hier Frontalkollision, 2 beteiligte Fahrzeuge. Ein Auto im Brand, keine Person mit rein, ein Auto dort unten, eine schwer verletzte Person ist eingelegt. Die Feuerwehr Landquart steht im Jahr rund 50 Mal im Einsatz. Sie kommen dabei in brenzlige Situationen, wo sie sich aufeinander verlassen müssen. Dafür schweißt die Arbeit unter diesen Umständen zusammen. Wir haben gute Kameraden, gute Leute, vielseitig. Wow, macht viel Spass und man kriegt auch ein bisschen etwas zurück. Was schlimm aussieht, ist Gott sei Dank eine Übung. Rund 50 Mal pro Jahr wiederholen sie jeden Handgriff. Das alles, für das sie im Ernstfall keine Sekunde verlieren, wenn es um Leben und Tod geht. Es war eine interessante Übung, nicht ganz etwas Alltägliches, eher ein grösserer Verkehrsunfall. Und von dem her bin ich sehr zufrieden, wie die Feuerwehrmänner die Aufgabe erledigt haben. Alarm für Feuerwehr Langquart. Einsatz Studio 1 in Zürich. Sofort ausrücken. Verstanden, Schluss. Und da ist der Stützpunkt Feuerwehr Langquart. Für eure Stiftschütz, nehmt Platz. Guten Abend miteinander. Herzlich willkommen im Studio 1. Wir werden empfangen mit einem schönen Applaus. Hallo miteinander, schön sind ihr da. Und wir hoffen, dass das Landquart jetzt nie einen Alarm losgeht, wenn die ganze Feuerwehr da sitzt. Oder wie haben ihr das geregelt, Peter? Ja, da hoffe ich natürlich auch, weil wir ja da unten sind. Aber wir haben das natürlich geregelt auch mit unserer Nachbarwehr. Immerhin sind wir 80 Feuerwehrmänner und Frauen und 12 sind da. Und ich denke, die werden das auch ohne uns schaffen, wenn etwas wäre. Was zeichnet euch aus? Was sind ihr für Typen in der Feuerwehr Langquart? Ja, ich denke, vielleicht hast du jetzt einmal die grosse Kameradschaft. Das tun wir relativ gross schreiben bei uns auch.
Und es macht einfach Spass. Es ist ein lässiges Trüppchen, wo wir hier zusammen sind. Und die Aufgaben sind vielfältig und interessant. Sie schmecken das nicht daheim, das ist ja noch nicht erfunden, das Duftfernsehen. Aber es schmeckt ein bisschen, ja, irgendwo zwischen Landjäger und Rauchwurst. Wann habt ihr den letzten Einsatz gehabt? Ja, der letzte Einsatz war vor 2 Wochen. Okay, ja. Einfach noch ein bisschen zu wenig gelüftet, vielleicht. Das Vermutlich. Ja. Nein, das Zeug bringst du wahrscheinlich gar nicht richtig raus aus dem Material, oder? Ja, gut, es ist schon wichtig, dass man auch pflegen tut, Brandschutzjacken und Hosen. Und zwischendurch tun wir die natürlich auch wieder waschen und imprägnieren. Kommt, wir reden über das Essen, weil ihr seid hierher gekommen, weil ihr Hunger habt. Ihr habt seit 3 Wochen nicht mehr gegessen. Das ist das, was wir vertraglich miteinander abgemacht haben. Und ihr bekommt etwas Anständiges, das die 3 Frauen für euch jetzt kochen. Und sie wissen nicht was. Und du hast mit deinen Kollegen das abgesprochen. Was für ein Menü hättet ihr gerne? Jawohl, ich denke, so, wie wir das so auch haben, nach einem strengen Einsatz, wäre so richtiges, feuriges Chili con Carne, glaube ich, etwa das Richtige. Ein Chili con Carne? Das tönt gut. Scharf? Scharf, sehr scharf. Dürfen ein bisschen scharf sein? Jawohl. Also gut, das Chili con Carne, nehmen wir die Herausforderung an, Frauen. Wir gehen miteinander mal schauen, wo die Sachen sind, die ihr verkochen könnt. Mit verkochen meine ich natürlich den Vorgang und nicht den Zustand. Links und rechts, es hat Gemüse, es hat Früchte. Was kriegst du drin? Ja, sicher Zwiebeln, oder? Was braucht ihr für ein Chili con Carne? Was haben Hast du schon mal Chili? Das ist kein Schweizer Gericht. Hast du schon mal was? Ja, mal, das ist mittlerweile eingeschweizert, oder? Ja. Hey, Rüebli? Hackfleisch und auch die Bohnen müssen wir sicher auch. Du musst einfach ein Chili con Carne. Weißt du, ein Skifahren hat ja schon viel mit der Schweiz zu tun. Du kannst das ein bisschen so. Fleisch? Schau, da hat es ja lustigerweise schon Bohnen. Was für ein Zufall. Dann hat es Fleisch. Soll ich das tragen? Pelati. Ja. Rote Bohnen. Und das sind braune. Braune und Knoblauch nehmen wir mit. Das ist auch gut. Und wir tun noch ein bisschen Gemüse rein. Das tut denen gut. Ja, Rüebli, oder? Ja, komm. So, noch ein bisschen Lauch. Wir machen es noch ein bisschen 2, 3. Ja, ihr könnt auch eine Bolognese machen, kein Problem. Ja, am Schluss fehlen einfach Teigwaren. Aber Peperoni, einen, komm, das es geht ja einfach darum, es geht darum, dass die Feuerwehrmänner keinen Hunger mehr haben und am Schluss eigentlich am liebsten jede von euch heiraten will, wenn das noch möglich wäre. Damit ihr jeden Tag so essen könnt. Was willst du noch? Da hat es noch Tomaten, da hat es noch Mais. Von denen da. Es hat Pilzli noch. Da, komm, wir tun noch Wenn ihr das Gefühl habt, 1, 2, 3. wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt auch noch etwas vorweg. 3 Chilis sind es. Ja, genau. Wenn ihr vorher noch etwas machen dazu, vielleicht noch etwas so ein bisschen, wo vielleicht auch neutralisiert, dann könnt ihr das auch machen. Brot. Grundnahrungsmittel, die haben wir an Teigwaren, wenn wir der noch... Küche. Nein, das ist gut. Nein, Teigwaren zum Chili, dann wäre es eben der Bolo, nicht? Ja, eben das. Was macht man noch? Ihr habt Herdöpfel, was macht man noch? 20 Minuten der Zeit. Was ihr das Gefühl habt? Es ist ja nicht das... Herdöpfel, ja, oder? Da hat es Reinholschlein nicht so schlecht. Ein paar Kartoffeln dazu. wir tun noch ein bisschen Herdöpfel. Ihr habt 20 Minuten Zeit, der Countdown startet jetzt. So, was Wir müssen nicht Wenn wir noch... Nein, wir gehen vor. Ihr könnt einfach zurück in die Küche, wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt alles beieinander. Und ich setze mich zu der Irene und zum Heiz. Ihr könnt einfach ankochen, he? 20 Minuten. Die fallen fast aus ihrer Uniform. So Hunger haben die Feuerwehrmänner. Irene, wie geht's dir? Jetzt geht es viel besser. Jetzt bin ich auf der Bühne, jetzt geht's. Das ist wahr. Ja. Was hast du alles für Reaktionen nach deiner Sendung? Also nur positiv. Ich habe von fremden Leuten Briefe und Mails und SMS bekommen. Und alle haben uns gerühmt. Und Heinz, das Beschütten, ist natürlich sowieso im Vordergrund gestanden. Ja, der Heinz, der beim Beschütten, beim Güllen auslassen, umgekehrt ist. Ja. Ich habe noch nie eine Kochsendung gesehen, wo so lange Güllen im Zentrum gestanden ist. Ich habe den Geruch daheim aus der Wohnung fast nicht mehr rausgebracht. Was ist dort genau passiert? Ja, das kann ich selber auch nicht sagen. Keine Ahnung, es ist einfach passiert. Wir tun uns doch noch einmal schnell zurück in Erinnerung rufen. Wir schauen doch noch mal ein bisschen zurück auf die Woche bei euch, das Frühling im Entlebuch. Ich bin bald nervös, dass Toni geheiratet hat. Dann habe ich die zweite Hochzeitsglocke geläutet und dachte, jetzt geht es noch ein paar Minuten. Und genau so denke ich jetzt auch, jetzt geht es noch ein paar Minuten und die Frauen kommen.
Die Irene hat die Landfrauen auf ihre Entlebucher Gucken eingeladen. Die ganze Familie ist helfen, für einen Heuboden in ein Esszimmer zu verwandeln. Ihre Familie, das sind der Benno, der Pirmin, der Jüngste ist der Michu und die Christa. Und die beiden Grosskinder Delin oder Nevio. Der Heinz ist richtig kreativ geworden, für Irene eine gemütliche Stube herzuzaubern. Das Gelände auf Gucken ist steil. Zu den Schafen hochlaufen ist anstrengend. Ein Schaf aus dieser Herde raus hat es zum Hauptgang gegeben. Die Familie baut aber nicht mit Schaf, sondern vor allem mit Aufzuchtsrindern. Das ist schön, Charles, dass man mit den Tieren umgehen kann, oder? Das ist immer so, wie man mit den Tieren umgeht, so hat man es auch noch einen, oder? Und was Rinder hat, gibt es so Gülle. Es ist schon eine recht dreckige Angelegenheit und eine stinkige. Aber es gehört einfach zu der Bauerei, auf jeden Fall. Dass das nicht so selbstverständlich ist, dass es wie im Volk hilft schütten, das ist heute nicht mehr selbstverständlich, oder? Das ist ja so. Weibervolk hin oder her, schief gehen kann immer etwas. Hey. Oh. Jetzt kannst du auch heute Badwanne so richtig benutzen. Nimmst ein richtiges Vollbad. Genießt das drin. Es gibt sicher so Zeit, wo man manchmal fast nicht weiss, was machen, aber eben, dann nehmen wir etwa den Katalog für ja, für ein Lied singen. Katalog? Hey, gut. Die Frauen sind ab diesem gemütlichen Heuboden ins Staunen gekommen. Tatsächlich Tischle. Als wir in diesen umgebauten Heustock hineingekommen sind, das hat mich sehr beeindruckt. Es war sehr schön dekoriert mit diesen Heubauen. Zur Vorspeise hat es eine Brennnesselsuppe gegeben. Der Schal. Was willst du mit? Die war vom Geschmack her gut. Das Anrichten vom Hauptgang war ein kleiner Krampf. Ich habe das Gefühl, ich befliege das Fleisch nicht abeinander. So. Aber wenigstens bleibt Kruste drauf. Bleibt sie drauf, ja. Wenigstens. Zum widerspenstigen Lammkotelett hat es Herdöpfelstock und Bohnen gegeben. Willst du nachher noch ein Sauce? Das muss schon so bereit sein. Manuela Mirze hat, glaube ich, Gärtchenknochen noch auf dem Teller gehabt, habe ich nachher gesehen. Ich nehme an. Das darf ich nicht sagen. Ja. Eben, sie werden die Knochen nicht auch mitgegessen haben. Jetzt bis anfüllen, hast du Ja, gedacht? nicht ganz. Oder Nicht eben ganz so ein total. Häufchen drin? Dafür ist beim Dessert, am Heitikuchen, alles rund gelaufen. Das war so luftig, fein und leicht. Also es war wirklich absolut nicht mastig und nicht schwer. Und die Irene war mega erleichtert am Schluss. Darf ich noch das ist wirklich sehr gut gegangen. Bin ich froh. Was hast du? Ist das für dich auch so ein Stress an diesem Abend? Ja, Stress kann man nicht sagen, aber einfach eine Einschränkung war schon ein bisschen da gewesen. Und auch während der ganzen Woche, wie ist das, wenn man einen Betrieb noch aufrechterhalten muss, den Gucken oben auf der Alp, und dann hast du die ganze Zeit noch das Fernsehen bei dir? Ja, von dem her hat es eigentlich gar nicht so viel ausgemacht. Ich habe es eigentlich ein bisschen locker genommen. Klar. Also ich habe gedacht, ja, sei es wie es kommt. Was drauf ist, ist nachher einfach drauf. Oder? Das ist ja gut rausgekommen, oder? Ja, ich sage auch, ja. Gute Reaktionen gehabt. Sicher, ja. Gucken, klar, jetzt sind wir schon lange draußen und drinnen wieder, drinnen im Tal, Flüeri. Was haben wir jetzt im Moment für Arbeit? Da kann man noch etwas machen, jetzt im November. Jetzt haben wir natürlich alles eingewintert. Zuerst oben, die Alphütte, und jetzt unten, zwei alles zusammen. Wir müssen einwintern und jetzt gehe ich eben an den Skilift. Jetzt haben wir 2 Tage schon dahinter gearbeitet. Sörenberg? Sörenberg, ja. Und was heisst das? Was machst du dort genau? Jetzt haben wir
Bügel gehängt und ich vorbereitet. Bist du einer, wo man trifft beim Anbügeln nachher? Ja, mehr oder weniger schon, ja. Nicht Okay. nur bist schon. Gut, selber zum Skifahren kommst du auch ein bisschen im Winter? Mal, es gibt schon jemanden, aber schon nicht so viel eigentlich. Habt ihr etwa mal so einen Moment miteinander noch? Oder habt ihr von morgen früh bis am Abend spät etwas zu tun? Nein, wir probieren schon etwa so einen Tag miteinander zu verbringen, wenn es irgendwie geht. Aber wenn der Skilift frei hat, dass wir miteinander Skifahren können. Oder auch im Sommer schauen wir, dass wir etwa miteinander wandern können. Und dann geht ihr bei euch im Flüel, im Sörenberg wandern oder geht ihr auch mal ein bisschen weiter? Nein, wir gehen ja auch auswärts wandern. Mit dem Heinz seinen Geschwistern machen wir etwa eine Familienwanderung. Manchmal 2-3 Tage. Das haben wir auch schon gesehen. Ja. Jetzt haben wir vorher gehört, eine leise Kritik von der Marlies, die gesagt hat, das ist aber kein Schweizer Gericht. Wüsstest du, wie ein Chili con Carne geht? Also ich habe es ehrlich gesagt auch schon manches ewiges Jahr nicht mehr gemacht. Ich weiß glaube nicht wie. Ich gehe mal schauen in die Küche, wie es bei diesen Frauen zu und her geht. Ich habe das Gefühl, man schmeckt schon etwas. Sie sind schon am Fleisch anbraten. Das ist auch gut so, weil sie haben insgesamt nur 20 Minuten Zeit. Ganz herzlichen Dank, Irene und Heinz. Karin, wie habt ihr euch aufgeteilt? Ja, wir machen mal einfach alle ein bisschen. Ich muss den Wein öffnen. Sie muss den Wein auftun, das kann sie, das kann ich nicht. Und die Idee ist, ihr tut das Fleisch zuerst einmal separat anbraten. Ja. Und nachher tun wir es dann hier ins Chili und gar nicht. Was habt ihr in Sachen Gewürz vorgesehen? Das haben wir noch nicht besprochen. Das machen wir am Schluss. Das ist gut, hä? Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das noch nie gemacht. Es darf ein bisschen scharf sein. Ja, und darum haben wir dort die Chili. Und das ist mal ein guter Vorschlag. Ihr habt noch 11,5 Minuten Zeit. Die Herdöpfel, machen ihr die dazu? Ja. Oder tun ihr die drei rein und machen den einen Topf? Ja, genau. Das geht. Ich mache es etwa mal. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dann immer so eine Gewürzmischung. Ja, das haben wir. So ein Büteli aufschneiden, 2 Dezi Flüssigkeit dran. Nicht so gut. Ja. Das müssen wir noch ein bisschen anbraten. Aber die Herdöpfel müssen Wird das Fleisch richtig heiß da? Ja, wir Ja, P, also Vollhahn. es dürfte ein bisschen mehr kommen. Hey, aber das geht's. Ich habe das Gefühl, Noch gut 10 Minuten haben wir Zeit. Es geht ein bisschen Und dann langsam. sollten die Feuerwehrmannen das Chili con Carne können essen und denken daran, die müssen morgen auch noch gesund sein. Das heisst, Sie haben nachher etwas zu löschen. ja, das wäre in der Herrschaft hinten, wären wir noch froh, glaube ich. Komm, ich gehe wieder zurück aufs Sofa und dort ist Manuela mit dem Bruno, den wir gestern Abend gesehen haben. Bruno, schön hast du es geschafft. Ich habe nicht daran geglaubt, dass du eigentlich pünktlich bist. Ja, nein, in der Sendung ist das Timing ja etwa mal ein bisschen dein Problem gewesen. Ich weiss aber, dass es heute doch noch fast ein bisschen knapp hätte können werden. Was ist passiert? Ja, heute Morgen ist eigentlich auch, es ist wieder ein bisschen spitz gegangen. Es hat noch hochgehobert und ich wollte gehen. Und das habe ich dann noch abgewartet und dann bin ich gegangen. Ja. Und was hat es gegeben? Es hat ein Stierli gegeben. Ein Stierli? Ja. Gut. Und das heisst, das Stierli darf jetzt dann mit der Mutter... Sind die noch draußen oder haben sie Nein, drin? die ist jetzt, wir haben aus mit dem Garten nicht gewintert eigentlich. Und ja, sie ist eigentlich... ja, das kann jetzt mit der Mutter ein bisschen in der Abkolbenbox die ersten paar Tage verbringen. Ja. Ist das für dich immer noch etwas Spezielles? Ich meine, ihr habt Mutterkühe, ihr habt das regelmässig, dass eine von euren 50 Kühe, oder wie viel habt ihr? Alles zusammen? 50 mit den Kätzchen? Etwa 3-24 Kühe, dass eine von denen mal ein Kalb hat. Ist das für dich immer noch ein schöner Moment, etwas Spezielles? Ja, es ist immer etwas Spezielles. Ich kann immer noch dankbar sein, wenn alles tiptop geraten. Das ist immer so ein bisschen, ja, es tut einem ein bisschen einen Nerv von Kids, hat man einfach, bis ja, eben alles gut geht. Und es ist immer ein bisschen das Problem, wenn jetzt eins sterben bei der Geburt, alle genau wieder eins zu kaufen und bis die Mutter das akzeptiert, das adoptiv kommt, das ist ja manchmal so ein bisschen die Schwierigkeit. Ihr habt so einen schönen Dialekt. He? Auch wenn man nicht alles versteht, immer, man kann über die mal so ein bisschen Zusammenhänge wieder überkommt man dann gleich. In 2-3 Sätze später, dann hat man es wieder beieinander. Sonst sagst du es, wenn es nicht geht. Was meinst du? Sonst sagst du es, wenn es nicht geht. Wo habt ihr Kind? Wir haben ein Geimer-Mädchen. Ja,
Daheim. Das gehen wir meiden. Ja. So ein schönes Wort. Schauen wir zurück auf eure Woche. Nidwalden. Da ist die jüngste Bäuerin daheim. Bevor die Manuela Barmettler die anderen Landfrauen bekochen konnte, hat sie zuerst helfen, die Kühe von der Alp oben abholen. Man muss ein bisschen auf die Horn aufpassen. Sicher, es ist nicht jede gleiche Zahl zum Nehmen. Aber es geht schon, man muss auch gut Die Manuela und ihr Mann, der Bruno, haben 3 Kinder. Der kleine Raphael, die Andrea und der älteste, der Rudi. Nach diesem strengen Marsch gibt es oben im Tal eine Kürbissuppe für alle. Tipptopp gelaufen. Das ist wirklich wunderbar, perfekt. Aus Heil heimgekommen und wirklich bisher zufrieden. Tipptopp. Ja, gerne. Die Manuela und der Bruno haben sich schon lange gekannt, bevor es richtig gefunkt hat. Bruno und ich waren schon 3 Sommer zu, bevor wir geheiratet haben und Kinder hatten. Und das hat eigentlich von Anfang an super funktioniert. Es hat eigentlich jeder gewusst, was er zu tun hat, ohne dass wir grosse Worte verloren haben. Und ich würde es eigentlich jedem empfehlen, vor dem Heiraten. Für einen Landfrauen-Nachwuchs sorgt die Manuela auch. Ich finde es einfach gut, wenn die Kinder in der Küche ein bisschen mithelfen können, dass sie etwas abschauen können. Ich habe immer die Hoffnung, dass sie das später brauchen können. Gerade in ihren Geburtstagskuchen soll sie ja mithelfen. Neben dem Mutterkuhbetrieb ist der Gemüsegarten eine wichtige Einnahmequelle. Zu ihren Kunden gehört auch ein 5-Sterne-Hotel. Das Gemüse, das ich liefere, schaue ich sicher, dass es qualitativ gut ist. Wir sind ein Biobetrieb und Sie sind ein super Hotel. Merci mal. Bitte. Tschüss. Ciao. Für die Landfrauen hat sie einen Hasenbraten gefüllt und mit Speck umwickelt. Der Hase kommt jetzt in den Kühlschrank und wartet dort, bis ich ihn aufschiebe. Für einmal sind die Landfrauen auf dem Seeweg angereist. Heissen Flammkuchen aus dem Holzofen hat es zur Vollspeise gegeben. Dazu Endiviensalat. Merci vielmals. Guten Miteinander. Die Vorspeise war mega fein. Wir haben es auch gerne gehabt. Die Salatsauce ist richtig würzig und es hat genug Salz drin. So auch der Flammkuchen. Der auch. Also ich habe das super fein gefunden. Den gefüllten Hasenbraten hat Manuela mit Blaukraut und überbackenem Herdöpfelstock, also Offatori, serviert. Ist gut. Ich muss sagen, dass nicht Waldner Offatori, wie hat es jetzt so geheißen? Das habe ich überhaupt nicht können, so. Also es ist etwas Ganzes. Das war, glaube ich, eine ganz feine Spezialität. Würde ich ganz sicher jemand machen daheim. Das Dessert Baumnussglasse mit verkehrtem Äpfelkuchen auf einer Karamellsauce. Und die hat für allgemeine Erheiterung gesorgt. Du musst Gabeln essen. Ja, ich würde gerne mich so aufs Essen konzentrieren. Wir haben nur noch gelacht. Nur noch gelacht. Ja, das Ich habe auch Angst vor dem Teller. Tatsächlich. Das legendäre Karamelldessert von gestern Abend. Du warst die Letzte, die noch kochen durfte. Das heisst, du warst 6 Wochen gruselig nervös. Ja, ich war recht gespannt. Also das mit der Karamellsauce, das haben wir ja schon gemerkt im Vorfeld. Auf das konnte ich mich einstellen. Habt ihr seit gestern neues Geschirr? Habt ihr alles müssen wegrühren und neue Teile dazu tun? Oder ist das Zeug weggegangen schlussendlich? Also weißt, es ist ja weggegangen, aber ich habe mir ja eigentlich schon lange ein neues Service suchen. Darum habe ich es eigentlich gemacht. Ich dachte, vielleicht würdet ihr noch 3 Jahre warten, weil in 3 Jahren ziehen ihr dort aus, wo ihr jetzt sind. Warum macht ihr das, Bruno?
ja, wir sind auf einem Pachtbetrieb jetzt und wir können aus der Familie heraus selber also einen Hof kaufen. Und wir werden noch weiterziehen auf einen Birgen. Und von dieser schönen Region, von der Stockhütte, der Stockhütte, ziehen wir weg. Was wird das bei euch auslösen? Wahrscheinlich sind ihr schon dort auch verwurzelt, oder geht ihr nicht so weit weg? Also wir gehen auf einen Birgen und es ist ein Lachen und ein Weinen so in Gesicht. Wir haben ganz gute Leute kennenlernen zusammen. Ja. Aber wir freuen uns auch auf einen Birgen. Aber das ist Luftlinie, sind das etwa 10 Kilometer, aber das grenzt schon fast an die grösste Reise, die du je gemacht hast in deinem Leben. Gell? Ja, es ist schon recht weit weg. Du bist noch nie im Ausland gewesen? Nein, mal eine Nacht. Wo bist du? Deutschen raus. Ja. Und warum verlässt du die Schweiz nie? Weil es mir einfach zu gut gefällt hier in der Schweiz und daheim. Nidwald ist das sowieso, Ja. mit so einem schönen Dialekt. Schön sind ihr da, Bruno und Manuela. Da sind wir schon gleich am Punkt, wo das Chili con Carne müsste serviert werden. Ja, das ist nicht möglich. Ja. Mama. Es ist ja noch im Moment eine Mischung zwischen Tartar und Nein. Sackfleisch ist Bolognese. durch. Sackfleisch ist durch. Sackfleisch ist durch. Herdöpfel sind auch das das ist schon Problem. Was habt ihr gemacht? Einfach alles drin da und Ja. Achtung, da ist es heiß. Achtung, du hast es hier. Wieso läuft die Platte? Das weiss ich auch nicht. Einfach nur die Platten anlassen, wo ihr auch die Pfanne drauf Ja, wir haben es gerade nicht so im Griff. Das ist so. Das ist nicht Und noch mehr Chili, bist du sicher nicht gegangen? Ja, probieren mal. Es ist nicht so scharf. Nicht scharf. Soll ich mal einen Löffel nehmen? Ja. Ja, da haben wir halt schon. Nicht heikel bist. Feuerwehrmann, habt ihr immer noch Hunger? Es ist der heiß. Ja. Das sollte so aussehen, wenn es aus dem Fall kommt. Es dürfte noch heißer sein, gell? 6 Grad. Gell, ist nicht scharf. Es ist rassig, aber es ist mehr... Oh, Mama. Doch. Jetzt kommt's, gell? Nicht mehr rein tun. Mama, wenn du so ein Chili-Flöckchen da verwünschst, ist es dir also recht scharf. Und es ist fein. Es ist also wirklich fein. Ja. Soll ich nicht mehr? Nicht mehr rein tun. Knappe Minute. Rein tun oder nicht? Nicht mehr rein tun. Tust du Brötchen nicht hacken? Man Du musst etwas zu trinken haben. Und der Countdown ist abgelaufen. Entschuldigung, noch 25 Sekunden. Vor lauter Applaus habe ich die Musik gar nicht gehört. Das kannst du nicht, du bist nachher voll. Warte, ich nehme größeren. Du hast auch noch drin. Jetzt ist es gut. Mann, das sieht wunderbar aus. Finde ich auch. Das ist... Ihr macht das schon, Das oder? ist leer, aber ich will von dir weg. Hey, ihr macht das schon, oder? Die 20 Minuten sind abgelaufen, ihr seid auf den Punkt fertig geworden. Und jetzt wird es serviert. Auf den Tisch mit diesen beiden Schüsseln. Man hätte sicher noch ein bisschen beim Dekor arbeiten können, aber die Hauptsache ist, es ist fein und es ist durch. So, wo bist Ihr du hat's gefallen. Habt ihr nicht gesehen vorher? Das ist vielleicht nicht alles drin, aber ist gleich. Tönt doch gerade schöpfen. So. Dann noch ein bisschen Brot. Jetzt etwa mal bei dir daheim ins Chili con Carne. Ja, nicht gerade viel. Wenn es gibt, ist schon gut. Ja. Wer hat eine Ahnung, wie ein Chili con Carne muss sein von euch? Du hast eine Ahnung. Ja, scharf nehme ich an. Ja. Ich würde sagen, küstig. Das ist ein Gebungsgericht, das man einfach mal so häpf schnell machen kann, auch für eine grosse Gruppe. Darum haben wir es jetzt für die Feuerwehr gemacht von Langquart. Stützpunkt Feuerwehr. Darf ich mich da schnell zu euch hersetzen? Wir haben das Studio extra auf minus 5 Grad abgekühlt, dass ihr den ganzen Abend die Jacke abhalten könnt, gell? Peter, du hast es probiert, und? Ich habe schon probiert, ja. Ist sehr gut. Anna? So findest du es? Ist sehr gut. Scharf auch jetzt. Ja? Jawohl.
Wir lassen euch noch ein bisschen essen. Und wenn ihr dann vielleicht den Frauen könntet gratulieren, dann hättet ihr wahrscheinlich einen Schlachtruf parat, wenn es euch gefällt. Und sonst lasst ihr es sein. Überkommen die Frauen den Schlachtruf oder nicht? Ich würde sagen schon. Hey, Männer, 1, 2, 3. Feuer! Bravo! Ihr Frauen überkommt noch etwas. Die Feuerwehrmänner haben sich etwas überlegt. Peter, was ist es? Jawohl. Weil die Frauen so wunderbares Chili con Carne für uns gekocht haben, haben wir natürlich auch ein Geschenk mitgebracht. Wir wollen alle Landfrauen, nicht nur die jetzt hier gekocht haben, sondern alle zu uns im Stützpunkt auf Langquart einladen. Und zwar zum Hausfrauentraining in der Brandbekämpfung. Und zum Dessert wird es dann auch noch mit der Autodrehleiter eine Fahrt auf 32 Meter Höhe geben. Und da sehen wir nachher über die wunderbare Gegend, die wir haben im Bündnerland. Man sieht auch die ganze Herrschaft. Es ist ein ganz tolles Erlebnis und würde uns freuen, wenn wir euch dort empfangen dürfen. Und das dank dem Gekochten von der Nicole, der Karin und der Marlies. Machen Sie mit bei unserem Wettbewerb. Es gibt, weil wir im 11. Jahr sind von der Landfrauenküche, das ist das 11. Finale von der Landfrauenküche, und heute der 11.11. ist, gibt es 11'000 frankige Geschenkkarten von der Migros zu gewinnen. Wie das Sie mitmachen, das sehen Sie unten eingeblendet. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Wir haben eine Künstlerin auf der Bühne. Und es ist eine Frau, die erwiesenermaßen ein grosser Fan ist von der Landfrauenküche. Ich weiss, sie hat eine Favoritin. Sie ist auch schon mal auf der Bühne gestanden bei einem Finale und ich bin sehr froh und glücklich, ist sie heute Abend da. Sie hat wahnsinnig viel los, aber sie hat gesagt, klar, also wenn die Landfrauen da sind, dann komme ich und singe ganz viele schöne Schweizer Melodien. Begleitet von Zen und Nonsens, das ist Francine Jordi. Ja, grüezi wohl, Frau Stirnimann. Sagen Sie, wie leben Sie, wie sind Sie also dran? Ja, grüezi wohl, Frau Stirnimann. Sagen Sie, wie leben Sie, wie geht's Ihrem Mann? Ja, grüezi wohl, Frau Stirnimann. Sagen Sie, wie leben Sie, wie sind Sie also dran? Ja, grüezi wohl, Frau Stirnimann. Sagen Sie, wie sind Sie also dran? Ja, grüezi wohl, Frau Stirnimann. Ja, grüezi wohl, Frau Stirnimann. Plötzlich stehst du im Urwald, du im dicken, hohen Busch. Da kommt ein Menschenfresser draus und will dich fressen. Husch. Du laufst so schnell, als laufen kannst, über Stock und Stein. Jetzt liegst du plötzlich in deinem Bett, erwachst mit lautem Schrei. Siehst ja nur ein kleines Träumchen gewesen. Träumchen sind ja noch so schnell vorbei. Siehst ja nur ein kleines Träumchen gewesen. Träumchen sind so schnell vorbei.
Mal führen, mal hinten, mal links, mal rechts, mal rauf, mal runter, mal links, mal rechts, mal führen, mal hinten, mal links, mal rechts, mal rauf, mal runter, mal links, mal rechts. Oh, leck du mir, oh, leck du mir, oh, leck du mir am Schöpfi. Oh, rutschst du mir den Buckel ab, oh, blaust du mir in die Schuhe. Oh, leck du mir, oh, leck du mir, oh, leck du mir am Schöpfi. Oh, rutschst du mir den Buckel ab, oh, blaust du mir in die Schuhe. Hey! Salut! Franzi, schön bist du da. Es ist so schön da Und ich darf dir das schöne Bouquet überreichen für das, was du jetzt gemacht hast. Das ist ja unglaublich, mit wie viel Energie dass du jedes Mal auf dieser Bühne bist. Und das schon so lange. Ja, nächstes Jahr 20 Jahre. Ja, das ist ja unglaublich. Ja, es ist wirklich unglaublich. Aber es hat unglaublich Spass gemacht, mit ihnen zusammen das dürfen zu machen. Das glaube ich. Ja, sie sind Die ja super gut. Die sind super gut. Die Ja, sagen wie die das. Landfrauen ja auch. Ja, die sind noch fast besser, es tut mir leid. Sorry. Wer ist deine Favoritin? Ja, es ist ja so, ich habe sie jetzt auch noch gelernt kennen, heute wirklich, nicht nur durch das Fernsehen. Und ich möchte so jeder gönnen. Weißt, sie haben so einen schönen Zusammenhalt, alle zusammen. Aber Brigitte kenne ich halt schon ewig lang. Wir haben schon Nächte durchgefestet. Stimmt es, dass ihr verwandt sind miteinander? Das weiss ich jetzt nicht. Aber auf jeden Fall der Jonu. Das ist der Johnny. Ja. Der Johnny. Hm? Ja. Ach so. Ja, der Johnny. mit dem haben wir schon Musik. Und das ist eben der Götti von einem von diesen Neveux, wo ich eben Tante bin. Weißt? Völlig logisch. Total. Das ist völlig logisch. Und da haben wir natürlich manche Geburtstage schon zusammen gehabt und schon auf den Tischen tanzen zusammen. Aber mehr sagen wir nicht. Nein. Und wir skizzieren sie Ihnen sonst nachher auch noch skizzieren und ins Netz stellen, weil Sie jetzt die familiären Zusammenhänge nicht ganz begriffen haben. Und dich sieht man logischerweise am Silvester wieder. Ja, wir sind schon vorbereitet. Aus Graz. Die Silvestershow aus Graz. Die Silvestershow, ja, da freue ich mich extrem drauf. Wir haben ganz tolle Künstler dabei. Also du kannst mitfeiern mit uns bis morgen 1. Francine Jordi. Herzlichen Dank. Wieder schauen. Viel Glück, Frauen. Manuela und die Irene sind in der Küche. Ihr erwartet jetzt von mir selbstverständlich auch das Startzeichen plus die Information, für wer das ihr kocht. Es ist wieder ein Verein. Es ist eine Gruppe junge Frauen. Die sind alle maximal 65 Kilo schwer und sie sind wahnsinnig sportlich. Sie haben keine mir bekannten Allergien. Sie sind wahnsinnig stark. Zum Teil kommen sie auch aus deiner Region. Dort ist es ein richtiger Volkssport. Es sind die aktuellen Europameisterinnen und es ist das Nationalteam der Seilzieherinnen. Das sind sie, die starken Schweizer Frauen. Sie haben ja den Europa- und Weltmeisterschaften in England diesen Herbst so richtig abgesahnet. 2 Gold- und 1 Bronzemedaille haben sie geholt. Und das sind die erfolgreichen Frauen im Training. Seilziehen ist nicht gerade eine typische Frauensportart. Dadurch, dass es eine Kombination zwischen Kraft und Ausdauer ist, wird eigentlich der ganze Körper trainiert. Heisst, Kraft aufbauen, durch die Ausdauer wird natürlich auch die Ausdauer besser. Und natürlich Bauch, Beine, Po wird dementsprechend gut trainiert. Heisst, wäre ein sehr guter Sport für jede Frau. Wir starten jetzt in der Schweiz bei 520 Kilo zu achten. Also da gibt etwa ein Durchschnittsgewicht von 65 Kilo und das ist eigentlich ganz ein normales Gewicht von einer Frau. Also da muss man nicht ein Zänassiges Tier sein. Aber es gibt natürlich bei uns Zänassige, die vielleicht ein bisschen mehr haben und ein paar, die ein bisschen Münder haben. Neben dem richtigen Training ist für einen professionellen Sport auch die Ausrüstung sehr wichtig. Also wir haben hier eigentlich Eishockey-Schuhe. Was bei denen speziell ist, wir haben hier die Kufen weggenommen und so spezielle Eisenplatten montiert. Bereit? Ho! Das
So haben sie guten Halt und rutschen nicht weg. Zuerst trainieren alle Frauen mit vereinten Kräften an einem 800 Kilo schweren Bock. Und dann gibt es ein Trainingswettkämpfchen. Männer! Bereit? Ho! Und Sam! Neben Kraft, Ausdauer und der richtigen Ausrüstung ist auch der psychologische Wettkampf wichtig. Lächeln, auch wenn man fast nicht mehr mag. Wäre ideal. Also wenn ich ein bisschen lache und dann sieht diese an, diese möge ich noch, ist für den Kopf natürlich brutal. Wäre optimal, wenn man ein bisschen übergrinsen kann. Das Miteinander, wir haben ein Ziel, wir gehen dorthin, wir trainieren auf das. Und wenn das Ziel aufgeht, dann kann man natürlich nachher miteinander feiern. Vor dem Feiern muss man nach diesem Sport aber auch gut essen. Und da ist die Nationalmannschaft der Schweizer Seilzieherinnen. Was bist denn du für eine? Ich bin der Chef dieser Truppe. Du bist der? Der Chef. Du bist der Trainer? Ja, genau. Und das kann keine Frau sein? Das könnte schon sein, natürlich. Aber bei mir hat es jetzt gegeben, dass ich da geworden bin. Und das ist dein Haufen wilde Frauen, du hast sie im Griff? Sie haben mich auch im Griff, aber in der Regel funktioniert es eigentlich gut. Wir haben den Vorteil, dass ja alle am gleichen Strick ziehen, also kann keiner etwas anderes machen. Jessica, wir kennen uns, wir haben uns schon mal getroffen im Rahmen von einer Sendung Wunderland. Und zwar war das bei Wolfenschiessen, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist Obwalden, Nidwalden, das ist in dieser Region. Darum habe ich vorher gesagt, Manuela, vielleicht könnte Manuela euch auch kennen. Der Sport hat eine grosse Tradition. Woher kommt das? Also das kommt eigentlich schon vom Altrömischen her. Dort hat man natürlich früher so Seil gezogen, damit man die schweren Steine so vorwärts transportieren konnte. Und das ist dann unter anderem zum Volkssport geworden und natürlich auch hier in die Schweiz hineingekommen. Wann ist der nächste grosse Wettkampf, den ihr müsst und dürft antreten? Also der nächste Wettkampf ist nächstes Jahr im September. Das ist die Weltmeisterschaft in Südafrika. Und das ist so ein bisschen das nächste grosse Ziel von uns unten. Wer sind die grossen Nationen im Seilziehsport weltweit, neben der Schweiz? Also es ist natürlich Schweden, das dazugehört, England, Südafrika und natürlich dementsprechend auch andere Nationen. Also es gehört all zu diesen Supernationen. Ihr habt Hunger. Zu einer Sportlernahrung gehören sicher auch Kohlenhydrate, haben wir gedacht. Anständig viel Fett im Moment oder, zum Aufbau. Bis im nächsten September sind wir dann schon wieder parat. Was wollt ihr gerne essen? Was dürfen die Frauen kochen, die jetzt in der Küche stehen? Also, wir haben uns abgesprochen und wir hätten gerne Aupler Magrone. Ist das eine Begeisterung, die ich hier spüre? Danke vielmals. Ich wünsche euch nachher einen guten. Frauen? Wir sind zusammen, ja. Fangen wir so an. Ihr seid nur das Zweite. Genau. Ja. Und das geht ja nicht. Ich höre jetzt schon die einen daheim am Fernsehen, die sagen, also vorher waren es das Dritte und jetzt die armen 2 Frauen. Für so viele Frauen. Helfer Magrone kochen. Wir haben gefunden, wir besorgen euch noch eine Küchengehilfe. Und von dem Küchengehilfe haben wir ein paar Bilder. Es ist der Sepp Amstutz. Das ist der Solojodler von den Wisiberger. Nächstens ein neuer Kollege von mir, weil er ist in einer Sendung zu sehen, in einem Vierteiler vom Schweizer Fernsehen ab dem 8. Dezember. Darüber reden wir nachher noch ein bisschen mehr miteinander. Herzlich willkommen, da ist der Sepp Amstutz. Manuela. Der Wisiberg ist nicht weit weg von dort, wo Manuela daheim ist. Kennt ihr einander? Habt ihr einander schon mal gesehen?
Sehe auch schon, aber den Marc kenne ich noch besser. Bist du einer, der kochen kann? Du musst ja ab und zu mal ein bisschen auch, oder? Ja, du bist unter der Woche viel allein. Ja, ich mache aber viel kalte Küche, Tiere feststrafen. Ja. Also, aber Erdbeermakrone hast du eine Ahnung, wie sie gehen, wie sie funktionieren? Ja, ein paar Sommer zu alt. Gut, wir gehen miteinander an unsere Marktstände. Dort sollten die frischen Zutaten parat sein, plus alles das, was ihr auch noch braucht. Ich nehme an, Zwiebelschweizer. Ja. Gehört dazu. Was gehört sonst noch dazu zu Erdbeermakrone? Eigentlich mache ich aber Äpfelmus, aber jetzt machen wir heute Äpfelschnitzli. Äpfelschnitzli? Ja. Ah, gute Idee. Warum nicht Muss? Jetzt mal ein bisschen zeitlich drin, ist halt kein Pass weiter, nehme ich an. Ja. Weiss ich jetzt nicht auswendig, nein, Also. aber ist auch gut. Gell. Koch die Äpfelschnitzli. Mama. Hast du nicht Geld dazu? Mama. Schick, woher Äpfel? Ui, für Zwiebeln. Ja. Ich meinte, ich habe mal gehört, es gibt 2 Zubereitungsarten. Es gibt Hinterschi und Pfürschi bei Erdbeermakrone. Die Hinterste sind Obwaldner. Ui, Entschuldigung. Hinterschi sind Obwaldner. Ja. Und Förderschi ist Nidwalden. Was ist denn der Die Unterschied? Normalen sind Nidwalden. Was ist denn der Unterschied? Das hast du gesagt. Eben, man macht sie hinter sie oder normal. Ja, aber weißt du, hinter sie heisst so kochen? Nein, auch aus ihnen Land rein, glaube ich. Weißt, ich bin ja nicht Waldnerin. Sag du mir, wie du sie würdest machen. Ich tue sie lagenweise in eine Gratinform rein. Und die anderen tun sie alles untereinander machen in einer Pfanne. Dann mache ich sie in dem Fall Hinterschi. Ja, Du alles untereinander machen Ja. und die sind fein an mich. Ja, das sind schon. Ich bin also gespannt, wie denn die Vorderschiene normalen gehen. Was braucht es alles für Erdbeermakrone? Nägel. Käse. Käse, Herdöpfel. Zwiebeln, hast du 3? Zwiebeln haben wir. Ja. Und Äpfel für Äpfel, das heißt es, gell? 20 Minuten, wir gehen die nachher. Ja. Ihr habt jetzt einen Bündner, den Ich habe Altkäse den genommen, es Altkäse gibt noch Greyerzer gegeben, genommen. Tilsiter, dort hinten gibt es noch, sonst noch ein bisschen Gemüse. Das passt in die Erdbeermakrone rein. Das brauchen wir nicht. Wir machen noch Äpfelschnitzli dazu. Das ist eine super Idee. Wir geben den Countdown und der Countdown geht los. Das heisst für euch, ihr habt jetzt noch 20 Minuten der Zeit, bis die Seilzieherinnen nachher die Erdbeermakrone auf dem Tisch haben. Jetzt 20 Minuten. Der Sepp und die Irene und Manuela. Brigitte oder Janu? Genau. Was? Du kennst tatsächlich Francine aus familiären Gründen. Das ist ja so, ja. Jetzt kannst du ja das alles noch erzählen, was sie nicht wollte. Das geben wir nicht preis. Wie hast du die Woche erlebt, wo die Frauen am Schluss der Woche nachher sind essen? Das war eine interessante Erfahrung für uns. Es ist nicht ganz nach Plan gelaufen vom Wetter her, aber das können wir ja nicht machen. Aber wir hatten ganz gute Leute bei uns, liebe Leute, und haben gewusst, was es braucht für eine gute Sendung. Und wir haben Freude. Brigitte, du bist die Erste. Ja. Das stelle ich mir als unglaublich schwierig vor. Wenn du als Erste musst kochen und die Frauen bewirten, dann hast du ja keine Ahnung, wie es läuft in der Gruppe. Also ich habe mich gefreut, dass ich starten konnte. Und ich bin eben so ähnlich, wenn ich bei anderen schaue, oder jetzt eben so in der Mitte, wer dran vor der Staffel, hat mich angefangen zu verzetteln, weil ich das Gefühl hatte, das muss ich auch noch, das muss ich auch noch. Und zuletzt hätte ich dann gar nicht das gemacht, was ich wollte. Und darum bin ich ganz glücklich über diesen Start. Wie sieht es aus mit dem Siegerwillen bei dir? Das muss nicht unbedingt sein. Warum nicht? Ja, wir haben doch schon gewonnen durch das, dass wir eben hier dabei sein können. Das stimmt. Gell? Komm, wir schauen zurück auf eure Woche. Die Woche von Johnny und von der Brigitte. Das ist der Findus. Und wo der Findus ist, ist auch die Brigitte zu finden. Die neuen Herdöpfel sind für das Landfrauenessen. Am Nachwuchs hilft der Mann von der Brigitte, der Hans-Jürg, auf die Welt. Bei den Hühnern schaut der Benny zum Rechten. Er ist 13 und lebt in einer eigenen Welt. Der Benny hat autistische Spektrumsstörungen. Und das ein richtiger Sängerknabe, der Andrin, der jünger der beiden Söhne.
Musik war in der Familie Wegmüller schon immer wichtig. Wir haben schon manches Jahr Musik gemacht, bevor wir überhaupt entdeckt haben, dass wir einander gerne haben könnten. Als er so ein Gefühl entwickelt hat für mich, bin ich natürlich einfach, ich war 25, er 18, und irgendwie konnte ich das dort mir schon noch nicht so vorstellen. Und bin dann meinen Weg halt weitergegangen. Und später, auf einmal plötzlich, waren wir zusammen in Grindelwald am Musizieren und dort hier hat es einen Klick gemacht, wie verrückt bei mir. Und das ist bis dahin geblieben. Dranbleiben, einfach. Komm. 11 Mutterkühe gehören zum Betrieb. Der Hans-Jörg arbeitet 100% auswärts als Besamungstechniker. Das Mattli, der Hof von Wegmüllers, ist zu klein ohne Nebenerwerb. Brigitte ist Spielgruppenleiterin. Das macht sie 2-mal in der Woche. Ich mache es sehr, sehr gerne, Herzblut, Spielgruppen geben. Und dann gibt es mir auch eine gute Abwechslung zum Alltag daheim. Zum allerersten Essen sind die Landfrauen musikalisch begrüßt worden auf dem Emmentaler Mattli. Es hat mich dermassen überrascht, als ich musste die Trachtenscheibe schnell nehmen und meine Tränen abputzen. Es war so eine schöne Begrüßung. Gesundheit. Ist gut gemacht. Zur Vorspeise eine Zugetti-Suppe und eine Zugetti-Flade, serviert vom Hans-Jörg. Der Flade war schön knusprig, das war gut. Das hat man gerne gehabt. Den Köchinnen gelingt der Hauptgang. Nur etwas plagt die beiden. Ich tue das Kräutchen drauf, ist gut. Das ist also eine Angst, die halt jetzt ein bisschen in uns beiden gehockt ist, dass das wirklich warm auf den Tisch kommt, bei allen zusammen. Es war auch heiß. Auch das Fleisch hat sie ganz verwünscht, wie es war, wie ein Hochstück Massé. Erst das Dessert, Himbeerglasse mit Brombeertürtli, hat nicht so da wie es sollte. Ich bringe keine schöne Kugel her. Gut ist sie, aber einfach nicht formbar. Kriegen wir die Kugeln einmal her mit dem Glas? Das Glas war nicht ganz zu einer Kugel geformt, was mich jetzt persönlich nicht unbedingt stört. Der Abend war doch sehr gelungen und auf das kann man bei Gast anstoßen. Der grosse Sänger ist auch da. Die beiden Brüder und der Johnny. Und Brigitte, du hast gesagt im Film, oder man hat es gehört im Film, dass das Heimatli lange nicht, dass ihr leben davon. Dann stellt sich natürlich schon die Frage, du schaffst 100%, du bist auch noch als Spielgruppenleiterin am Arbeiten, hast selber Kind. Wieso macht ihr denn das immer noch? Da ist ein Haufen Herzblut dahinter. Das ist auch eine Familientradition und wir sind beide einfach bodenständig und machen das gerne. Wir puri gerne und haben gerne Tiere und wir machen jetzt das einfach so. Hat es eine Zeit gegeben, wo man mit dem Heimatli 100% für eine Familie sorgen konnte? Ganz früher sicher schon. Aber schon mein Grossvater ist als Zimmermann auswärts arbeiten, mein Vater als Heiziger und ich bin jetzt als Besamungstechniker unterwegs. Habt ihr zwei einmal bei dem grossen Pensum, das ihr habt, mit euren Kindern, mit dem Hof, mit dem Arbeiten, überhaupt einmal Zeit füreinander? Eben, wie man es sieht im Film, ab und zu, im Sommer gehen wir eben schon dämmen mit unserem Schlauchboot und bräteln. Das kommt ja schon vor. Die Momente kommen sicher früher oder später wieder. Jetzt im November ist es wahrscheinlich ein bisschen problematischer. Was steht im Moment an bei euch auf dem Hof? Also jetzt haben wir auch eingewintert, eingestellt, Maschinen gewaschen, Maschinen flicken und dann wollen wir jetzt Holz. Also, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, dass du die Landfrau nicht gewünscht, weil du willst ja gar nicht. Ja. Gell? Das habe ich so begriffen, Brigitte. Brigitte und der Johnny.
Platte nicht einschalten. Das sollte irgendwie da. Jetzt. Danke. Und welche musst Die da. Die. Voll? Ja. So, haben wir das gelöst? Das sollte auf dem Wie 9 habt sein. ihr euch Gut, organisiert für die letzten 12 Minuten noch? Ich tue glaube ich, etwa Zwiebeln schneiden. Nein, jetzt ist schon geschnitten. Wir können schon Teigwaren rüber tun. Sind die Herdöpfel bereits gekocht oder sind Ja, die noch? scheint's. Hast du die gekocht? Ich habe die um die Nacht abgenommen, sind oben im Buffet gewesen. Ja. Im Personalrestaurant vom Fernsehen? Ja. Ja, das ich sind dachte, ich tatsächlich. nehme doch nicht nachher, da, bis das geschludert wird. Wie macht man Elper Magrone? Das möchte ich jetzt von dir hören. Mal. Wieso von mir? Einfach, ich würde das jetzt gerne. Was hast du für eine Vorstellung, wie man Elper Magrone machen würde, wenn man es jetzt alleine würde? Also man nimmt Wasser, geht Salz drin, oder man kann Bouillon nehmen und nachher geht man die Magrone drin. Die Herdäpfel, man muss schauen, wie grosse Herdäpfel oder wie grosse Mecken das man macht, dass man die vielleicht davor drin geht, dass die auch wirklich mit der Magrone zusammen nachher lint sind. Ja. Und meine Mutter hat alle einen Anker genommen, aber richtigen Anker, nicht an dieser halbfettigen, oder dieser edlen Wasser. Anker. Und dann nachher Rahm dran, Zwiebeln natürlich, Zwiebeln an. Ich kann die nicht mehr Ja, pass auf mit dem Messer. Ja. Und Zwiebeln dran. Und die geröstet und nachher alles abgeklärt, die abgeklärt, untereinander serviert. Okay. Und ich tue noch Salatsauce dran. Tönt gut. Ihr habt, glaube ich, ein bisschen Problem mit dem Herd. Warum denn mit der Salatsauce? Ja, das ist ein bisschen speziell. Das ist, ich habe gerne einfach, bei mir muss alles Soße haben. Ja. Und Salatsauce kommt in der Magrone nur ziemlich nach. Ja. Gut, halt nicht. Ja. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Also, du musst eigentlich machen. Ich habe ab und zu mal einen freien Abend und dann könnte ich gerne mal hindern. Abgemacht? Ja, sicher. Dann machst du Elper Magrone und ich bringe Salatsauce mit und eine Flasche Wein. Gut. Teigwaren, die sind oben, das Wasser kocht. Der Herd ist auch wieder ganz, die Äpfelschnitzel sind auch auf dem Herd. Ja, bist du gut. Kannst du die exotischen Herdäpfel mitbringen? Ja, das geht ein bisschen schneller. Und da gibt es Zwiebeln Schweizer. Von der Zeit her ist es ein gutes Gefühl, Manuela. Kommt schon gut, ja, ja. Es wird wahrscheinlich knapp, aber ihr könnt es schaffen. Und dann gehe ich in der Zwischenzeit einmal zu der Monika Knellwolf und dem Mick, also dem Emil. Auch herzlich willkommen bei uns in der Sendung, Emil. Zusammen mit der Monika. Ihr seid aus Waldstadt im Kanton Appenzell. Es war eine schöne Woche bei dir auf dem Hof. Wir haben es auch sehr lustig gehabt bei dir. Habt ihr euch von der ersten Sekunde an einfach gut verstanden? Also, ihr Frauen? Wir Frauen, ja. Das hat, wo wir das erste Mal hier auf Zürich gekommen sind im Sommer, hat es einfach irgendwie einen Klick gemacht. Und am Abend, wo wir haben, hat man das Gefühl gehabt, die Frauen kenne ich schon ewig. Komm, wir schauen mal, wie es bei euch zu und her gegangen ist in dieser Woche, wo ihr am Schluss nachher gekocht habt. Der vielleicht gefährlichste Hof von allen Landfrauen hat Monika Knellwolf. Mindestens für Kühe gefährlich. Den Verkehr kann man aufheben, aber der Zoo hält es eben nicht an, oder? Jeden Tag müssen sie über den unbewachten Bahnübergang von der Appenzeller Bahn, wenn sie auf die Weide gehen. Doch der Jasmin hilft öppe die auf dem Hof mit. Sie möchte gerne Geissen. Und der Jüngste, der Mike, ist für Spezialdressur bei der Geissenfütterung zuständig. Der Hof ist momentan eine einzige Baustelle. Es wird eine neue Scheuer gebaut. Das sollte Hans wissen. Für die Kühe schaut ihr Mann, der Emil. Der Mick ist Monika ihr zweiter Mann. Seit 16 Jahren sind sie schon miteinander glücklich. Ja, mir hat einfach ihm seine Art so gefallen. Einfach, wie er sich auch gegeben hat, der Charakter. Und das Aussehen natürlich auch. Hat mir einfach gefallen. Ein Haufen hat es auch keine Freude gehabt, dass ich eine Frau gefunden habe. Weil ein Haufen haben gedacht, ich bleibe ledig. Und dann hatte ich auch Glück gehabt, dass ich sie getroffen habe.
Die Monika ist eine leidenschaftliche Sängerin und jodeln tut sie auch fürs Leben gern. Als Küchenhilfe hat Monika ihren zweitältesten Sohn angestellt, Christoph. Die zwei haben es nicht langweilig miteinander. Christoph, gell, hast du genug früh zurückstellen? Ja, Mutter. Nicht, dass du schwarz machst. Ja. Nicht nach Füßen tun, gell? Kite so laut, ist nicht schwarz. Ja, mal fast. Hey! So, da Gut, nein, so ist gut, Christoph. Aber stell zurück. Scheiße. Nein, die wollen so dunkel sein, Christoph. Das andere ist nichts, es noch gerade so bleich sein. Zur Vorspeise hat Monika einen Nusser- oder Champignon-Traum kreiert. Hat mich fein gedünkt. Es war super fein. Die waren sau lecker. Brokkoli. Hast du gern Brokkoli? Probieren. Mach ihn probieren. Die Gemüsebeilage ist nicht gerade dem Christoph sein Fall. Jetzt sieht es wirklich perfekt aus, die Cordon Bleu, oder? Der fertige Hauptgang. Landfrauen Cordon Bleu, Herdöpfelgratin und Gemüse. Es ist Brat drin, oder nicht? Ja, ich habe auch das Gefühl. Und sicher Schinken. Also es war wirklich super. Sensationell mit der Füllung drin. Das habe ich so nicht gekannt. Wie auch, weil es ja Eigenkreation ist von Monika. Kein bisschen daneben. Ja, das ist wunderbar. Super. Ist da gut, ein Löffel? Ja, ein Löffel. Und kein Tröpfchen daneben. Ja, ich gebe mir. Kein Tröpfchen kriegst du. Zum Dessert hat es Zimtfladen mit einer Apfelcreme gegeben. Und alles gegessen. Ja, alles. Rübis und Stübis. Juhu. Also ich esse immer alles auf. Also ich mache keine Reste. Geschafft! Ha, super, Mutter. Super, danke. Monika und der Mick. Und der Christoph im Publikum und der Stefan auch im Publikum. Den Stefan haben wir auch gesehen. Der war der, glaube die ganze Baustelle auch im Griff hatte. Bei euch daheim. Und ist die Schür fertig, Mick? Ja, das ist ein Wagenshop, keine Schür. Aber jetzt ist es fertig, ja. Also es ist schon eine Schür, aber bei der Baueingabe hast du gesagt, es sei ein Wagenshop. Ja. So. Wahrscheinlich, oder? Nein, es ist ein Wagenshop. Ja. Fertig geworden und zufrieden mit der Arbeit von Stefan. Tipptopp. Hat er das gut gemacht? Mama. Und der Christoph auch in der Küche. Den kann man richtig brauchen. Ja. Ja. Hättest du es dem Mick nicht zugetraut? Ja, ich weiss nicht. Wir stehen nicht gerade miteinander in der Küche. Ja. Und Also ich habe lieber den Christoph in der Küche gehabt. Ich glaube, du hast vieles recht gemacht, auch in der Erziehung. Also ein Sohn in dem Alter, der immer sagt, ja Mutter, ja Mutter. Ja, Mutter. Ja. Ist nicht alles so gesehen. Ja, ich hatte fast ein bisschen Mitleid mit dem Ehrlich gesagt. Ja, ja. Nein, sie sind gut erzogen. Ihr habt viel Wert gelegt auf das, denke ich. Ja, sehr. Sie haben auch meistens recht, ja. So? Ja. Gut, das ist ja schön, oder? Ja. Also, hört, ihr zwei habt eine tolle Familie, habt einen schönen Hof und eine schöne einen schönen Unterstand. Und geniessen den Abend weiterhin. Und wer weiß, vielleicht bist ja du am Schluss nachher die gewinnt und die Landfrauen Küche 2017 als Siegerin da aus dem Studio 1 verlassen. Traust du es zu? Ich weiß auch nicht recht. Also ich habe das Gefühl, könnte bist auch eine, die nicht gewinnen will. Ja, wäre sicher Ringen, wenn man nicht können. Na, stell dir vor. Grüße es jetzt mal. Also, das ist dein Applaus, Monika, und deinen auch, der Emil, damit. Apropos gewinnen. Also, ihr wisst schon, eine muss dann einfach annehmen am Schluss. Ich wäre dann froh, wenn ihr nicht alle nicht wettet. Aber was sie gewinnen können, das zeigen wir ihnen jetzt. Macht mit und gewinnt bei der 11. Staffel SRF bei den Leuten Landfrauenküche eine von 11 Migros-Geschenkkarten im Wert von je 1000 Franken. Läutet da auf die Nummer 0901 544 911. Für 80 Rappen pro Anruf oder gratis mit dem Handy im Internet. Ob ihr zu den Glücklichen gehört, erfahrt ihr am Ende der Sendung. Alle Infos und Gewinner auf srf.ch. Viel Glück! Wünschen wir Ihnen auch.
Hast du genug von diesen Schalen? An der Wärme hat es nämlich keine mehr. Jetzt geht es ans Anrichten. Und jetzt kommt eben das Förderschi. Noch 2 Minuten. Hast du noch Käse? Es sollten Alpermakronen sein am Schluss. Musst du noch Käse haben? Da. Es war ein 20-minütiger Bausatz bis jetzt. Am Schluss gibt es Teigwaren mit Herdöpfel, Zwiebeln Schweizi und Bergkäse. Und Rahm. Und wie hast du gesagt? Rahmwasser. Butter. Ja, Sind 20 Minuten knapp, Manuela? Für Nein, Alpermakronen? eigentlich nicht. Nein. Das Normale geht nicht. Gibt es ein Gäbeli oder so, dass ich schauen kann, ob die Teigwaren... Ich habe das Gefühl, ich müsste da ein bisschen probieren. Oh, Entschuldigung, Manuela. Perfekt. Die sind sogar al dente. Sag einfach nicht falsch. Noch 1 Minute. Denkt dran, es muss alles drauf sein, der Rahmen noch dran tun. Töpfelschnitzli nicht vergessen. Schau, da ist der Rahmen. Gib einfach, komm. Du. Mehr. Mehr. Das ist keine Salatsauce. Ja. Das ist nicht ganz links. Und die amtierenden Europameisterinnen im Seilziehen. Die Seilziehen, Frauennationalmannschaft, dürft die Alpermakronen jetzt essen. Schmecken tut wunderbar und der Countdown ist abgelaufen. Jetzt servieren. Sind so gut, Frauen? Und servieren. Erstmal einen Schöpflöffel. Nimm den mit, kannst du servieren. Das da unten. Ja, du tust mir her. Schau. Okay. Ich kann das auch so machen. Was, ich will jetzt so schnell ein bisschen mit der Jessica schwätzen. Dann fangen wir an essen. Dann habt ihr einen Schäpfer. Ich habe keine Leber. Da gibt es noch Äpfelschnitzli dazu. Ja. Nochmal. Ja, ich kann den Schöpflöffel kannst du halten. Du kannst noch einen in der Küche holen. Sepp ist vielleicht einfacher. So. Darf ich deinen Teller auch noch haben? Ist der meine, oder? Ich weiß nicht. Voilà. Ist wie daheim oder wie im Klassenlager? Ich tue eigentlich Äpfelschnitzli dazu, sie sind aber nicht ganz weich geworden. Weißt du was? Stell du uns die Äpfelschnitzli einfach her. Ja, und dann könnt ihr selber schauen. Da. Und nachher vielleicht am anderen Tisch auch noch geben. Ich lade dich schnell noch probieren. Jessica? Ja, ich weiss es auch nicht. Ich bin gespannt. Schütteln. Tust jetzt du Hinterschi oder Vorderschi? Ich komme nie... Woher bist du? Ich von Nidwalden. Ah, Nidwalden. Ja. Okay. Und ich mache sie auch normal wie Manuela. Du machst sie auch richtig. Ja, genau, würde ich sagen. Und was meinst du dazu? Also bei uns würde man jetzt sagen, hure gut. Hast du schon probiert? Bist du auch eine Nidwaldnerin? Nein, St. Gallen. Okay, das ist das andere Lager, oder? Ein Zentrum der Seilzieherinnen ist so in der Zentralschweiz, das andere ist in der Ostschweiz, Appenzell und St. Gallen. Isst man bei euch das auch, oder sind das bei euch eher den Käsehörnchen, glaube ich? Gell? Nein, also bei uns isst man es auch, aber wir haben noch Speck drauf. Aha. Ja, mir fehlt der Speck jetzt ein bisschen. Ja, jetzt, wo du es sagst, vorher hätte ich es gar nicht vermisst. Probier doch schnell. Ja, und? Sind sehr gut. Sind sehr gut. Dann habt ihr auch einen Schlachtruf parat, etwas, das ihr immer schreit, bevor ihr da in den Kampf geht und die anderen zu euch überschreissen. Ja, selbstverständlich. Also, wenn es gut ist, dann darf ich dich bitten. Oh. Das heisst, es ist gut. Sehr gut. Sehr gut sogar. Da sind Profis am Werk. Und Jessica, ihr habt auch ein Geschenk. Etwas, das ihr euch überlegt habt, was ihr den Landfrauen schenken könnt. Jawohl, das ist ein Erlebnistag in Appenzell.
Es würde uns natürlich freuen, wenn alle kommen würden. Ein kleiner Tipp, am besten Sportkleider mitnehmen. Nehmen wir das an? Natürlich, sehr mit grossem Dank. Ja. Danke vielmals. Ganz herzlichen Dank der Nationalmannschaft der Seilzieherinnen. Das ist euer Applaus. Viel Glück in der nächsten Saison. Wir haben die Bühne parat gemacht für einen tollen Künstler. Er ist seit 20 Jahren unterwegs in der Schweiz. Er komponiert wunderschöne Stücke. Es ist eine Zeit lang wieder mal ein bisschen still geworden, weil er einfach auch arbeitet und auch viel zu tun hat. Er hat 2 kleine Kinder. Aber wenn er etwas macht, dann macht er es richtig. Und der Song, den er jetzt bei uns singt, der ist so wunderschön. Es ist eine Fernsehpremiere, er ist seit ein paar Tagen draussen. Ich finde ihn herrlich. Ich bin fast der festen Überzeugung, dass es ein Hit wird. Der Song heisst «Tanz mit mir noch einmal». Das ist der Florian Ascht. Nichts hat mich mehr berührt, als wenn ich der Grund für dein Lachen war, dich viel zu gern verführt, dich mit Liebe berührt. Haben uns verwandt wie im Märchenland, haben geschworen, dass mit uns geht nie vorbei. Seine Leidenschaft miteinander auf unserem Weg Hand in Hand. Tanz mit mir nochmal, haben uns gern, ganz fest nur nochmal. Nehmen uns ein letztes Mal, ja. Geben uns zum allerletzten Mal noch einmal. Wir haben blüht, alles hat glänzt, 24 Karat. Kein Berg zu hoch, kein Abgrund zu tief, nur du und ich. Nichts zwischen uns, keine Distanz, keine zu lange Fahrt. Für immer und ewig, bis unser letztes Stündchen schlägt. Aber eben im Leben soll's nicht immer so sein. Unsere gemeinsame Zeit ist vorbei. Das Karussell ausdreht, steigt dich immer wieder drauf ein. Liebe ist kein Kampf, kein Streit, es ist Magie. Tanz mit mir nochmal, haben uns gern, ganz fest nur nochmal. Nehmen uns ein letztes Mal, ja. Geben uns zum allerletzten Mal noch einmal. Tanz mit mir nochmal, haben uns gern, ganz fest nur nochmal. Nehmen uns ein letztes Mal, ja. Geben uns zum allerletzten Mal noch einmal. Geben uns zum allerletzten Mal noch einmal. So schön. Hey, lass dich umarmen. Schön, ganz schön, Florian. Merci vielmals. Da habe ich das Gefühl, da hat einer aus Erfahrung getextet. Einer, der jemand mal Abschied nehmen musste von einer Frau. Ja. Ja, wir können mal zusammen tanzen und dann wird vielleicht alles noch viel besser. Ja, ist wahr. Und kommt alles wieder gut. Und so wie es jetzt ist bei dir, ist es okay? Ist es gut? Ist es hervorragend? Ja, es ist hervorragend. Und du hast ein Kind? Klar, das sagt ein Mann, der ein 5-monatiges Kleinkind hat daheim. Also, ich nehme an, es geht etwa mal zu unter und ob sie. Ist das anstrengend?
Das ist das Schönste, was man haben kann, Kind. Ja. Das ist einmal eine Aussage. Besser als jeder Hit. Ja, das glaube ich. Schön. Das gibt aber leider wieder einen. Es tut mir leid. Gibt es wieder ein Album oder hast du aufgehört, Alben zu machen? Ich weiss aber gar nicht, ob ich ein Album machen soll, weil heutzutage ist es sehr schwierig, Platten noch zu verkaufen. Und ich dachte, vielleicht wäre es mal gescheit, dass man einfach ein paar Singles macht und dann, je nachdem, ob die Leute einem noch hören wollen, kann man sagen, nach der 6. Single, oder kommt, komm, jetzt mache ich ein Best-of. Tanz mit mir noch einmal. Ich hoffe, dass du wieder mal etwas zu tanzen hast vor Freude. Und schön bist du da gewesen und hast so schön gesungen, zusammen mit Sendung. Ja, merci vielmals, Jungs und Mädels. Der Florian Ast! Merci vielmals. Danke gut. Wenn Sie einmal als Landfrau tanzen wollen, dann hätten wir Ihnen einen Vorschlag. Wir brauchen wieder 7 Landfrauen, die bereit sind, ihre Küche für uns aufzutun, damit wir sie besuchen können. Und am Schluss gibt es auch 2018 wieder so eine sättige Finalsendung. Bewerben Sie sich jetzt! Neue, unbekannte Ecken der Schweiz lernen kennen. 6-mal bei einer Landfrau zu Besuch, zu einem lustigen Apero und einem feinen Znacht. Und einmal selber Gastgeberin sein. Auch für das nächste Jahr suchen wir spannende und kochbegeisterte Landfrauen aus der ganzen Schweiz. Informieren und anmelden kann man sich unter srf.ch/Landfrauenküche. Wir freuen uns auf euch. Und der Sepp freut sich jetzt wahnsinnig, dass er noch einmal kochen darf. Und er unterstützt Monika und Brigitte. Und für wer das ihr kocht, es ist eigentlich einfach. Man muss 1 und 1 zusammenzählen oder nebeneinander stellen und dann gibt es 11. Heute ist der 11.11. Und das ist... Fasnachtsbeginn. Genau. Und da gibt es ja die eine oder andere Gruppe, die während der Fasnacht auch Hunger hat und jetzt in dem Moment auch noch Zeit hat. Und wir haben jemanden eingeladen, der jetzt gerade auf die Bühne kommt. Die kommen aus Luzern, sind wehrschafte Fasnächtler. Es ist keine Guckenmusik, es ist eine Fasnachtsband und die heissen Espresso. Fasnachtsband Espresso aus Luzern mit dem Rolli Banwart. Salut, Nick. Du bist der musikalische Leiter, nehmt Platz, sind so gut. Wenn ihr meine Sprache versteht, do you understand me? Everything's okay? Yes. Es sieht sehr britisch aus bei euch. This is very British. Was war das Motto? Wie sagt man dem Motto, was ihr seid? Das Motto hat wirklich very British geheißen. Und wir haben so ein paar Charaktere, die für uns very British waren, damals darstellen. Wann sind ihr das gewesen?
Wann sind ihr so ab Fasnacht? Das vordere Jahr, glaube ich. Aha. Und letztes Jahr sind ihr was gewesen? Sind wir Zirkus gewesen. War auch schön süßig gewesen, aber wir hatten das ein oder andere ein bisschen grosse Tier dabei gehabt und haben gefunden, das Studio ist nicht so gross. Wisst ihr schon, was ihr 2018 an der Fasnacht darstellen wollt? Selbstverständlich. Darf man das sagen? Ja, wir sagen es ein bisschen durch die Blume. Sagen wir mal so, wir haben den päpstlichen Segen sogar bei uns. Ihr habt Hunger. Normalerweise hat man an der Fasnacht Durst, aber man muss ja wahrscheinlich auch jemand mal bödeln. He? Was Ja, habt ihr euch überlegt, was wollt ihr gerne essen heute? Ihr dürft eine Bestellung aufgeben. Ja, vielleicht so richtigen, deftigen Käse-Wurstsalat. Kalt? Ja, oder warm. Ja. Okay, Wurst, Käsesalat, nehmen wir die Challenge an? Ja, ja. Ja, ja. Also gut, dann kommt mit mir mit. Wir gehen wieder posten. Den Korb mitnehmen. Die Fasnachtsband Espresso hat Hunger und wünscht sich Wurst-Käsesalat. Mit Schweinpacken, ich nehme mit dem Korb. Können wir nachher Zwiebeln? Die nehmen wir noch ein bisschen. Jetzt. Es hat Appenzeller und Emmentaler. Ich weiss nicht, ob ihr euch einig werdet. Wir haben das Emmental und wir haben das Appenzeller. Mach komm, halbe. Ja, auch wir nehmen den auch da Hotel. darf niemand gewinnen. Auch da nehmen wir von beiden ein bisschen. Ja, ist das herzig. Ja. Würst nehmen wir alle. Servila? Brot. Pro Person 3. He? Nougat. Da wird rechts Brot Frische dazu. Kräutchen, ein bisschen Schnittlauch. Da hinten hat es noch Bühne. Peterli, habe ich gesehen. Ja. Wenn ihr noch braucht. Zwiebeln haben wir schon. Haben wir? Ich habe, Monika, ich habe. Dings, weißt du, was wir noch haben? Ich würde jetzt noch ein bisschen Bier dran tun. Das ist Gürkli. Essiggürkli. Zucker. Das auch nicht. Keine Essiggurken da. Ja, noch? Da hat es nicht. Da. Hä? Da hat es nicht. Okay. Da haben wir es. Gut, Vielleicht hat es in der Küche unter der Abdeckung noch Essiggurken. So solche Sachen sollte es auch dort haben. Gut. Ich glaube, wir haben es. Alles. Der Countdown läuft ab jetzt. 20 Minuten habt ihr der Zeit. Ihr könnt auch noch einen Kopfsalat mitnehmen zur Dekoration. Geht mal in die Küche. Und Marlies und der Heinz sind parat. Die beiden, ja, wo im Neuenburger Jura daheim sind, aber eigentlich gar nicht so eine natürliche grosse Beziehung haben zu dieser Region. Euch jetzt einfach mal dorthin verschlagen. Kannst du erzählen, Heinz, wie das passiert ist, warum dass ihr dort daheim seid? Ja, es war so. Unsere Eltern hatten einen kleinen Bauernbetrieb. Irgendwie zu gross für das Sterben und zu klein für das Leben. Und sie hatten 2 Söhne, die bauen wollten. Und dann haben sie gesagt, wir müssen etwas machen. Und bei uns war wirklich die Aussicht schlecht, für sich zu vergrössern. Oder dann mussten wir irgendwie Gemüse machen. Und wir sind nicht Gemüsebauern. Wir sind Viehzucht. Warum sind ihr denn gerade ins Val de Travers gekommen? Wieso haben deine Eltern dort noch etwas gefunden? Ja, weil der Vater heute noch nicht Französisch kann. Ja, genau, das wissen wir aus dem Film. Ne? Klar, wir sind viel Heimat schauen und das ist das, was uns am besten zugesagt hat. Ich habe eines Vergnügen gehabt, im Wattland zu arbeiten und das hat mir so gefallen, die Mentalität. Und eben dort oben haben wir wirklich die Weite gehabt, die wir brauchen für unser Vieh, für Viehzucht zu machen, für auszulaufen, zu weiden. Dort sind wir jetzt heute wirklich glücklich. Es ist so eine schöne Region. Es ist die Region vom Absinthe, von der grünen Fee und die Region vom Creux du Vent, vom ältesten Naturschutzgebiet der Schweiz. Wir schauen uns das schnell ein bisschen genauer an. Val de Travers im Kanton Neuenburg. Hier ist der Hof der Familie Buch. Die Marlies ist seit über 25 Jahren im Neuenburger Jura daheim. Mir gefällt es hier oben, weil es so weit ist, so offen. Ich habe nicht gerne, wenn es so eng ist. Das ist einfach schön. Eben die Weidtannen, die Gartenmühle, die mir am Anfang gar nicht gefallen haben. Jetzt könnte ich nicht mehr ohne. Ihr Mann, der Heinz, hat den Hof von seinen Eltern übernommen. Die Milchwirtschaft ist der Haupterwerbszweig der Familie Buch. Aus der Milch wird in der Dorfkäserei Greyerze gemacht. Der Nebenerwerb sind Kräuter für einen Absandschnaps. Ein Kraut ist das hier, der grosse Wermut.
Getrocknet und gehackt wird er an Schnapsbrennereien geliefert. Das meiste verkaufen wir hier im Trau verkaufen, im Val de Travers. Und das andere das hat noch ein bisschen ausserkantonal nehmen. Und sonst bringen wir sie gut heute. Bourgs wohnen nicht weit vom Creux du Vent weg. Früher sind noch ihre 3 Kinder mit auf Ausflüge gekommen. Heute genießen sie es auch mal allein. 30 Jahre gehen die beiden jetzt schon durch dick und dünn miteinander. Dort oben ist kurz, wenig Herbst. Ah, ist bald. Gehen wir weiter. Ah, du siehst es? Ja, sollte ich. Also. Gehen wir halt. Ja, können wir unterwegs noch etwas trinken? Das Boschi hat den Weg auch auf Travers gefunden. Jetzt ist der Mist Karl. Die Gäste aus der Deutschschweiz durften den Absent probieren. Die Marlies und ihre Küchenhilfe Dominik haben zur Vorspeise einen gemischten Salat mit Blauschimmelkäse gemacht. Siehst du, Vati, Kuh, also... Die Töchter haben den Weg vom Küchenfenster bis zum Heinz übernommen. Oben bei Landfrau muss der Kuh, also so... Gegessen worden ist im schön geschmückten Häuten. Ein Salatteller, gemischter Salat, Bleujatel. So schön dekoriert, so geil ist die Kuh. Es war ein bisschen wie ein Abenteuer, was man jetzt reinbeißt, aber es war wirklich gut. Zum Hauptgang hat es einen Braten mit einer Wurst in der Mitte gegeben. Also einen neuen Burgerbraten. Dazu Gemüse und Rösti. Voilà. Der Hauptgang sieht einigermaßen so aus, wie ich es gedacht habe. Der Braten war speziell mit dieser Wurst drin und ich habe sowieso gerne Würste und das hat für mich auch gepasst. Fleisch ist immer gut. Zum Dessert hat Marlies ein Himbeer-Schoki-Küchli gebacken und ein Absinth-Soufflé mit einer speziellen Seele gemacht. Da tue ich jetzt Absinth-Eierli noch drin. Also das Dessert war fein. Du hast das gut im Griff gehabt. Ich bin froh, dass es durch ist, ehrlich. Ich mache nicht mehr so. Ich bin ein bisschen fix und foxy. In der Runde mit den anderen Landfrauen ist Marlies aber schnell wieder munter geworden. Das mit dem Absinth finde ich wahnsinnig spannend. Also das Kraut, der Wermut, das ihr trocknet, kann man den für irgendetwas brauchen? Du hast gesagt, er ist wahnsinnig bitter, aber ausser dass man ihn destilliert. Was kann man machen mit dem? Weiß ich nicht so recht. Nicht wirklich? Nein, also für den Absinth und nachher... Ja. Oder eben, wenn du ein Magenproblem hast, ist es gut. Ja, das Kraut an sich. An sich, ja. Und wie häufig trinkt man im Val de Travers Absinth? Trinkt man den lötig, so ein bisschen wie Wasser? Nein, das zum Apero. Und zu viel sollst du schon nicht nehmen. Ja. Er war ja lange verboten, oder? Ja, du hast ja die Zeit erlebt wahrscheinlich im Val de Travers. Was hat man gemacht, damit man das Verbot umgehen konnte? Man hat ja gleich, oder sind wir ehrlich, man hat ja gleich weiter gebrannt. Ja, schwarz gebrannt worden. Das war kein Problem. Und wie ist man denn bei euch auf dem Hof auch? Nein. Und wie ist man denn... Ja, jetzt darfst du ja sagen, das ist ja nicht mehr das ist ja schon längstens verjährt. Wie sind denn zu eurem Absinth gekommen? Ja, weisst, das redet man da so ein bisschen hinten durch und das ist kein Problem. Und abgefüllt in einer Mineralwasserflasche hat das ausgesehen wie normales Wasser? Ja, du kannst eine Ölflasche nehmen oder eine Weinflasche, du kannst es alles abfüllen. Ich habe mal gehört, man hat auch Konservendosen ausgelassen, den Saft ausgelassen und nachher einfach mit Absinth aufgefüllt. So eine Dose hast du nie gehabt? Nein. Das kennst du nicht, Nein, ich hatte immer Liter. Ja. Wenn schon gerade richtig. Ja. Danke vielmals, Marlies und Heinz. Ein Wurstkäsesalat. Habt ihr die Cervela heute abgenommen? Jawohl. Gut. Das ist, glaube ich, schon so, oder? Kalt tut man die Cervela-Haut weg und beim Bröteln lasse ich sie dran. Macht man so. Nicht unbedingt.
unbedingt. Nimmst du sie auch weg? Ja, nehmen wir so dann. Ja. Was hast du gemacht bis jetzt, Brigitte? Was kommt alles in den Wurst-Käse-Salat? Klar, Wurst und Käse. Und sonst, was machst du mit der Sauce? Dann kommen jetzt noch ein bisschen Kräutchen rein. Je nachdem, wenn man Essiggürkchen zur Verfügung hätte. Hat es keine Essiggürkchen? Kommt auch die rein. Ist das wahr? Nichts gesehen, nein. Ich habe gemeint, wir haben aber nur, ganz ehrlich. Ehrlich? Hast du sie gegessen? Nein. Nicht? Nein. Ja. Wir haben es gestern noch davon gehabt. Also, da gibt es eine Salatsauce, das ist etwas für einen Sepp. Kannst du nachher die Reste von den Elbermakronen ja dann noch mit dieser Sauce essen. Danke. Ein bisschen Radiesli, das schmeckt auch wie Essiggürkli, wenn man einfach daran glaubt. Dann gibt es einen feinen Wurst-Käse-Salat. 20 Minuten der Zeit, natürlich so viel zum Rüsten und zum Hacken. Zwiebeln haben wir schon. Die wären da. Ja, haben wir rein. Noch gut 12 Minuten habt ihr. Und ich gehe zurück und dort ist die Karin und der Philipp. Karin und Philipp aus dem Solothurnischen, aus Olten. Jetzt musst du mir mal erklären, Karin. Wenn ich mit dem Zug von Zürich auf Bern fahre, dann fahre ich zu Olten vorbei. Kommt zuerst der Bahnhof, kommt euer Hof. Zwischen Gösgen und Bahnhof oder nach dem Bahnhof Richtung Bern? Also nach dem Bahnhof Richtung Bern. Bevor man oder nachdem man die Aare überquert hat? Nach der Aare überquert, bevor man in die Donau reinkommt. In Donau? In Donau. Ja. Und dann kommt auf der linken Seite kommt irgendwann das Schwimmbad. Ist man dann schon zu weit? Der bist schon zu weit. Ah, okay, ja, dann weiss ich ungefähr. Ja. Du musst rechts raus schauen. Aha. Philipp, ihr habt eine grosse Familie. Ihr habt 6 Kinder. Das habt ihr so geplant, das habt ihr immer so wollen. Und du hast mir mal gesagt, ihr wären auch 12 noch recht gewesen. Ja, also eigentlich habe ich immer gesagt, entweder 5, aber weil die letzten ja Zwillinge waren, waren es schon 6 gewesen, dann habe ich gesagt, ja, dann halt 12. Gut. Und wie das zu und her geht bei euch daheim, da haben wir auch einen Film gemacht, eine schöne Zusammenfassung von eurer Woche. Das ist der Philipp, mein Mann, und dann geht es gerade am Alter nach. Unsere Älteste, Martina, dann Ramona, der Lukas, der Tobias, die Lena, der Jonas. Es war eigentlich immer klar, dass wir viele Kinder haben. Oder? In Olten im Kanton Solothurn liegt der Hof von Hengartners. Die Karin züchtet Schweizer Sennenhunde. Und es hat kürzlich Junge gegeben. Viele Junge. 9 Welpen, die immer Hunger haben. Auf dem Hof leben noch viele Kühe. Und gleich sind es auch noch mehr. Kuraten haben Karin und Philipp ganz unkonventionell. Ja, das mache ich. Wir sind mit Kollegen auf Amerika. Und dann plötzlich hat der Kollege gesagt, dann könnte man da auch heiraten. Sie sind hier auf Las Vegas. Oder? Und dann haben wir uns so angeschaut und gesagt, das machen wir. Ohne jemandem etwas zu sagen. Ein heller, schöner Raum, stell mir vor. Mit Holz, heimelig. Ja, ich erfülle von ihr fast jeden Wunsch. Probieren es, irgendwie ist immer alles möglich. Der Raum hat für das Landfrauenessen extra gebaut werden. Der Philipp und der Lukas haben das mit links gemacht. Einmal fast. Das Loch muss weg. Das ist krumm geschnitten. Wo? Dort unten. Bis jetzt sieht es gut aus. Bin gespannt, wenn es fertig ist. Das ist hier unser Räumchen, das wir für euch gemacht haben. Der Aufwand hat sich gelohnt. Der Raum hier, das ist super. Das ist so heimelig, so einfach schön. Wir geben noch ein bisschen Schärfe. Das muss verleiden. Muskelnuss merkt man auch nicht so. Zur Vorspeise hat es eine Herdöpfelsuppe gegeben. Ich habe sehr gerne scharf, aber ich muss immer aufpassen, weil ich bin fast die Einzige in der Familie. Und ich kann mir vorstellen, bei diesen Landfrauen sind auch nicht alle, die so gerne scharf haben. Ich habe gerne scharf, aber ich mag es scharf nicht so verleiden. So, und die Vorspeise, die Suppe. Die Suppe hat es tatsächlich in sich gehabt. Als ich sie gegessen habe, hatte ich wirklich Durst. Aber es war eben gut. Die Zubereitung des Hauptgangs war eine spritzige Angelegenheit. So, du kannst gehen. Schirm, kann ich nicht mehr. Das ist Tränen. Trotz der widrigen Umstände war der Service top. Perfekt, nicht umkehren.
Nein, Quatsch. Philipp ist eine gute Servierdüse, ja. Er macht es ganz gut. Zum Hauptgang hat es einen Hackraubraten mit Herdöpfel und Zugetti gegeben. Den Rosmaringeschmack und den Nuga. Beim Dessert hat die Konzentration ein bisschen nachgelassen. Und dann hat auch noch etwas gefällt. Pfeffermünzblättchen will sie noch, aber ich sehe fast nichts. Nehmen wir hier einfach ein paar und dann bringen wir die rein. Schätze! Was? Das ist Zitrone. Ah, Scheisse. Das ist auch gut. Nein, Tut doch das drauf. Nein, und Pfeffermünz. Du hast von dem. Ich tue die schnell noch höher. Das Baileys-Törtchen, habe ich das Gefühl, war schon noch recht aufwendig. Das Dessert muss wirklich etwas vom Besten sein, weil das ist der Abschluss vor allem und das soll in Erinnerung bleiben. Das Törtli hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich bin ein grosser Baileys-Fan. Ich trinke noch gerne etwas Baileys. So, und? Gut gemacht. Einen grossen Applaus für Karin und den Philipp. Was hast du das Gefühl, hat Karin eine grosse Chance, heute zu gewinnen? Ja, für mich ist sie schon lange Siegerin, weil das, was sie dort gekocht hat, war absolut der Hit. Ja, das ist wirklich grosse Liebe. Und da hat sich Nicole und Martin parat gemacht, ihr zwei. Ihr seid aus der Bündner Herrschaft, ihr habt einen Betrieb mit Weintrauben, ihr seid eine Winzerfamilie. Und wir schauen euch gerade schnell mal an im Einspielfilm. Euer Film, bitte. An einem Ausflug von der Familie Tanner geht es meistens zum Bräteln. Das gefällt den beiden Mädchen Lua und Julie am besten. Vor 9 Jahren haben sich Martin und Nicole kennen. Es war ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Also die Hause hat mich sicher angesprochen, das hätte sie wahrscheinlich auch nicht angesprochen. Aber nachher eben ist es auch sukzessive gekommen. Also der Humor, den sie hat, also wir verstehen uns relativ gut mit dem Humor. Und ja, sonst so Ansichten, wo wir hin sind, recht deckungsgleich. Wenn man dann Kinder hat und die zusammen nicht züchten, ist man dann schon froh, wenn man so gewisse Grundwerte gleich anschaut. Daheim sind Tanners zu Meienfeld in der Bündner Herrschaft. Der Martin kommt aus einer Weinbauernfamilie. Für Nicole ist viel neu. Vor allem die Pflege der Reben hat sie von Grund auf lernen. Ich bin eigentlich ziemlich früh schon sehr gerne in Winger, wo wir eigentlich zusammengekommen sind. Aber ich habe noch nicht da gewohnt, hat er mich einfach mitgenommen, so ab und zu. Binden zuerst natürlich im Frühling. So, Selin. Neben Weinbauern betreiben Tanners auch noch Milchwirtschaft. Der Vater von Martin lebt auch auf dem Weingut und arbeitet tatkräftig mit. So hat Nicole Zeit für anderes, zum Beispiel für die Aufzucht von verstossenen Lämmchen. Ja, schau, jetzt kannst du mir helfen, Lua. Und dann trinken sie. Ja, wir trinken eigentlich sehr gut. Sehr gut. Aber Das ist super. Die Mutter Rita hat Nicole beim Kochen von ihrem eher komplizierten Menü geholfen. Ja, es ist mir schon bewusst, dass ich da recht einen Aufwand betreibe für die Landfrauen. Ja. Es gibt einfach Arbeit. Wir haben auch keine Teigmaschine oder so. Machen wir halt alles von Hand und das sieht man schlussendlich dann halt auch, dass es nicht extrem exakt wahrscheinlich ist. Zum Dessert hat Nicole Weissweinglasse vorbereitet. Die Vorkosterin muss nur noch das Okay geben. Gut. Fertig gekocht haben sie weiter vorne im Dorf, im Torkel, also am Weinkauer, wo die Landfrauen auch gegessen haben. So, was ist jetzt gefalten? Ja. Zur Vorspeise hat es eine Riesling-Kürbissuppe mit Eierschwamm-Tortellini. Sieht da gut aus. Super aus. Die Vorspeise, also die Suppe, die hat mir sehr gut gepasst. Tortellini
Hatte ich jetzt noch nie so gehabt, aber das war auch sehr gut. Letztes Mal beim Test sind Käfer rausgekommen aus diesen Blümchen. Jetzt hat es wieder einen Käfer. Soll ich in die Mitte oder tun wir Trübli in die Mitte? Trübli in die Mitte. Zum Hauptgang hat Martin Hochland-Rindsfilet mit 3 Gnocchi und Rüebli-Nudeln serviert. Das Fleisch war so schön auf den Punkt gebracht. Das hat mich jetzt ganz fein gedunkt. Haselnusskuchen mit Weissweinglasse. Das muss dann schnell gehen. Ja, schau mal, den kann ich nicht gefroren. Das Dessert hat nochmal für Aufregung gesorgt. Ja, das sind vielleicht besser. Schau mal die anderen. Ja, kannst du gucken. Am Schluss ist nicht nur die Glasse ein bisschen geschmolzen, auch Nicole nach einer spontanen Jodo-Einlage. Martin und Nicole, Tanner aus Meienfeld, mit den beiden Töchtern, die auch noch hellwach sind und da hinten am Tisch hocken. Martin, ich weiss, es war ein frostiger Frühling 2017. Wir haben gehört, oh, das mit der Traubenernte dieses Jahr, das geht schief. Wie ist es schlussendlich herausgekommen? Also, wir können von Glück reden in der Bündner Herrschaft. Wir hatten sicher Ausfälle gehabt. Aber wir zu Meienfeld können zufrieden sein. Ja. Ist alles okay? Es gibt ein es Wein gibt aus dem Jahr Gebiete, 2017. mit stärkeren Ausfällen hin, aber es gibt noch Wein. Ja. Gut. Der Wurst-Käsesalat stresst ein bisschen. Ich bedanke mich bei dir, Philipp, ganz herzlich. Bei dir, Martin, auch. Eure Frauen sehe ich sofort wieder. Nämlich dann, wenn es darum geht, wer die Siegerin ist von der Landfrauenküche 2017. Noch 20 Sekunden. Ihr seid fertig mit dem Wurst-Käsesalat. Das freut uns. Sieht gut aus. Sehr gerne. Aha, Jesus, nein, komm, wir haben den gleichen Herpes, das spielt doch keine Rolle. Ja. Wie richtig. Dürfen servieren. Pünktlich fertig geworden. Fasnächtler aus Luzern. Ihr bekommt etwas Anständiges zur Nacht. Tut doch gerade schöpfen. Soll ich? Queen schöpft natürlich. Queen sehr? Ja. So, hat sie noch einen Vorkoster oder soll sie einfach gerade von Anfang an selber essen? Nein, sie hat schon ein paar Jahre Erfahrung. Gut. Voilà. Ich gebe dir noch schnell ein bisschen Rolli. Danke dir vielmals. Wie viel Aufwand bedeutet die Fasnacht während dem Jahr für euch? Nicht viel während dem Jahr. Weil es ist einfach wirklich eine saisonale Geschichte. Wir haben jetzt nach der Herbstferien fangen wir an, wieder ein bisschen proben. Wir haben jetzt, glaube ich, 3 Proben gehabt. Und haben den Wagenbau hat angefangen. Grinden, je nachdem machen wir es selber oder Lönzler machen, Kostüm. Ja, es fängt dann einfach an. Ihr kennt einander schon lange, glaube ich. He? Viele kennen einander schon sehr lange. Ja. Wie ist die Fasnachtsband Espresso entstanden? Ja, da müsste ich jetzt den Türmo fragen, der war von Anfang an dabei. Dann kann ich selbstverständlich den Türmo fragen. Ja, wir haben uns irgendwann überlegt, nach auch Guckenmusikaktivitäten, dass wir ein bisschen im kleineren Rahmen, wo man sich selber auch hört musizieren, das ist bei der Guckenmusik nicht immer der Fall, haben wir uns mal zusammengetan und am Anfang sind wir mit einer Handorgel und mit einer Tuba und etwa ein zugelaufenes Klarinett und eine Posaune unterwegs gewesen. Und so hat sich das entwickelt. Irgendetwas ist scharf für den Wurst-Käsesalat. Gibt es denn überhaupt noch Guckenmusiken mit Menschen drin, die nicht das Instrument wirklich spielen können? Ja, das gibt es. Ihr tönt aber nicht das so. Gibt's auch bei uns. Ja. Jetzt haben wir November. Der 11.11. spielt eine Rolle in der Luzerner Fasnacht. Nein, nicht wirklich. Da war jetzt in Luzern gar nicht viel los heute, gell? Nein. Darum habt ihr auch hierher kommen. Iss mal schnell eine Gabel. Mich nimmt es wunder, wie du den Wurst-Käsesalat findest. Was sagst du? Sehr gut. Sehr gut. Reinschiessen. Kalt. Ja, gut. Mit der britischen Zurückhaltung, wir wollen gar nicht reinschiessen, hast du gesagt, ja, Rolli? Not amused.
You're not amused? Doch. Das schon? Not too much. Nein. Ich glaube, es war das Radieschen, das ein bisschen scharf war. Eher die Soße. Darf ich euer Urteil haben? Ich glaube nicht, dass ihr laut werdet sein, jetzt mit einem Schlachtruf, wenn Queen am Tisch ist. Vielleicht wieder mal ein bisschen sauber rasieren, Königin, gell? ja, ich auch, ich weiss. Was würdest du sagen? Also für Briten würde ich mir jetzt sagen, it's different. Ja. Und würde einen sanften Applaus spenden. Und das ist schon sehr viel. Sanften Applaus. Aber wohlwollend. Sepp Absturz, komm du schnell zu mir aufs Sofa. Jetzt können wir endlich mal noch schnell ein bisschen... Oh, ich habe noch etwas vergessen. Entschuldigung. Ihr habt noch ein Geschenkchen. Entschuldigung, wir gehen noch eins zurück. Ja, natürlich, das habe ich völlig vergessen. Tut mir leid. Was habt ihr euch überlegt? Ja, was können wir schenken, gell? Das ist noch relativ schwierig. Als Formation, die Musik macht, können wir eigentlich Musik schenken. Und weil wir eigentlich ein recht breites Repertoire haben und länger könnten spielen, wieder 1,5 Minuten, würde ich mir gerne einen Auftritt spenden. Wo auch immer, wenn auch immer, wie lange auch immer. Und würde gerne ein bisschen aus dem Vollen schöpfen. Also wenn es irgendwann eine Party gibt oder etwas Cooles, dann sind wir gerne dabei. Wenn ihr euch wieder mal treffen, die 7 Frauen, dann kommen die auch und machen für euch Musik. Ja, super. Jetzt kommt der Sepp dran. Habe ich euch noch ein Geschenk unterschlagen? Sepp, komm zu mir. Ich habe am Anfang gesagt, du bist ein Kollege von mir, oder bist es eigentlich schon. Du hast eine Fernsehsendung gemacht, zusammen mit dem unspannenden Sieger, mit dem Schwinger, mit dem Kriegel Stucki. Ihr seid einig um die Welt. Die Sendung heisst Kriegel und Sepp. 2 Fäuste und ein Halleluja. Ihr seid in Afrika, ihr seid in der Mongolei, ihr seid in Indien und... Österreich. Ne? Ja, zu Österreich auch. Ja. Der Kriegel, der hat geschwungen oder das gemacht, was er am besten kann. Das ist nämlich kämpfen. Und was bist denn du eigentlich vom Kriegel? Ich bin sehr rechte Hand, Betreuer, eigentlich sehr Bodyguard bin ich. Ja, vom Grössenunterschied kommt das etwa her. Wir haben einen Ausschnitt aus der Staffel. Am 8. Dezember geht's los. Ja, sicher braucht es Mut, aber ich glaube mal etwas anderes. Ich muss mir überlegen, ja, dass vielleicht nicht gegen gewinnst, dass du vielleicht mal auf den Sack bekommst. 400 Kilometer in dem. Nein, Messi. Nein, Messi. Ich muss es machen, nicht da. Es ist so ein bisschen, ja, es ist so gemischte Gefühle. Ich denke, der Kriegel hat heute ein bisschen härter Tag. Es ist einfach ein anderer Kampf, den sie machen. Da habe ich schon ein bisschen Angst, muss ich ehrlich sein. Die geben sich das schon nicht gerade geschlagen. Ja gesagt, dann sage ich auch B und ich stelle mit dem und ich probiere das zu machen. Ich bin zuversichtlich auf ihn. Wenn er nicht probiert. Krieg und Sepp, 2 Fäuste und ein Halleluja. Was war das für ein Kampf, den wir hier gesehen haben? Ich glaube, in der Mongolei war das. Das war in der Mongolei, ja. Und dort sagt man Böck. Und das ist eigentlich ist mir sehr vor eine Art wie 2 Katzen, die einander nennen. Die haben keinen Griff. Die haben ja auch das Gewand, das sie anhaben, ist ganz eng, so ein Gilet gerade so über die Achseln. Ziemlich enge Hosen und so. Ja, so. Und nachher, die hast keinen Griff, die haben da irgendeinen Schland drinnen und schauen einfach, dass sie keinen Griff hast und versuchen, die gleich irgendwie zu packen und zu überzehren. Hat der Krieg eine Chance gehabt? Ja, hat sie gut gewährt. Hat sie wirklich gut gewährt. Also wenn er einen verwitscht hat, dann ist er nicht mehr zu fangen. Es war wie ein Rausfallen, wenn du drinnen warst. So. Aber er ist gesund dort rausgekommen, aus dem Kampf in der Mongolei? Dort war er noch gesund, ja. Weil er wäre ja heute Abend eigentlich auch da auf dem Sofa, würde neben uns sitzen. Aber der Kriegel hat sich entschuldigen, weil er hat in Afrika, der letzten Station, noch einen Käfer aufgelesen, hat uns aber heute Morgen eine Videobotschaft geschickt. Guten Abend miteinander. Leider kann ich heute Abend nicht bei euch sein. Ich habe
im Ausland das Denguefieber aufgelesen und bin noch krank. Ich wäre sehr gerne heute Abend von euren Köstlichkeiten probieren, aber der Sepp ist ja da. Sepp hat ein sehr gutes Händchen und ich glaube, er wird mich sehr gut vertreten. In dem Sinne, toi toi toi, dass es gut kommt mit dem Kochen. Bis gleich mal und noch schön. Ade zusammen. Gute Besserung, Gregor. Wird gleich wieder gesund. Von da aus die besten Wünsche und Grüße. Das Denguefieber. In Afrika, was hätte er denn in Afrika müssen machen? Kämpfen. Ja, aber was hat man dort für einen Kampf? Das war im Senegal. Ja, also in Senegal, das war eigentlich auch wieder ähnlich. Die hatten nur weniger Gewand an, auch nur so hohe Limpen. Da hast du nicht einmal da oben durch irgendwo einen Griff gehabt. Und die haben wirklich alle Katzen gegeneinander rein und man musste das ganz gut abklären, die durften schlagen. Und die haben aneinander beispielsweise gerade die Zähne ausgeschlagen oder so Gespässe. Die Kämpfer, die waren alle zusammen, ich denke, recht Mann, und dann so verlachen haben, ist mir mehr Angst, dass sie beißen. Die haben keine Zähne. Abgesehen davon jetzt vom Dreinschlagen, aber von den Kämpfen her, das ist noch lustig, oder? Also überall, wo man auf der Welt ist, gibt es Männer, die sich in einem Kampf messen, wie in der Schweiz im Schwingen auch. Hast du sonst noch Gemeinsamkeiten gefunden zu der Schweizer Kultur im Ursprung, wo du denkst, das gibt es ja gar nicht, so etwas treffe ich in Afrika gar nicht an? Ja, es sind Ähnlichkeiten natürlich mit dem Gesang an, oder? Wenn ich denke, Jesus, Volksmusik und Schwingen und alles, das ist auch vereint miteinander. Wenn ein Schwingfest ist, ist ein Jodelclub da. Sie haben dafür irgendwie einen Chär oder irgendeinen Trommler oder so, wo sie zum Teil noch so Kampfrufe oder so etwas dazu machen. Es ist wirklich auch ähnlich. Hast du Musik machen mit den Afrikanern oder jetzt in der Mongolei auch? Also zum Teil noch sehr gut. Sie haben mich ja nicht verstanden, dann ist es gut gegangen. Ich habe irgendetwas gesungen. Ja, was haben Sie denn gesungen? Haben Sie Schweizer Volkslieder gesungen miteinander oder hast du mitgesungen mit den afrikanischen Sachen? Ja, einmal konnte ich mit den afrikanischen Sachen mitmachen. An der anderen Ort war es wieder ein bisschen schwierig. Aber ja, man hat etwas probiert und hier ist etwas gegangen. Und, was war das eindrücklichste Erlebnis, das dir am meisten geblieben ist jetzt von dieser Reise? In welchem Land? Das war in Senegal, dort bei Maribou. Das ist einer, der eigentlich im Krieg Kräfte vermitteln da im Dschungel. So ein Heiler? Ja, so ein Heiler, so ein Geist-Kampfheiler, was er war. Und er war im Dschungel raus. Sind wir dort lang raus, einen halben Tag in eine Pampa rausgefahren. Und irgendwo unter einem Baum sind so 2 Halbtiere gehockt. Und dann ist der eine gekommen, so schwarz, da war nicht mehr weiße dran. Das war rot, das war gelb dort. Und das war der Maribou. Ich denke, gratulieren. Nachher der Kriegel hätte da dürfen antraben, oder? Da hat ja in den Hinterhof hinten, da in irgendein Schilfzelt rein und ja, das war ja so dorthin. Ja, so träumst du manchmal noch davon? Ja, es war ein Katzenklo. Ist ja gleich. Auf jeden Fall hat er da irgendwie, der Maribou hat so nicht abgelenkt, und dann hat er unter die Stuhl an einer Schnur ein Huhn gezogen oder Beine, so ein Gicko oder was, und dann hat er dann ja, es war ordentlich eindrücklich. Und das Denguefieber hat er mit heimgenommen, der Krieg? Ja, das hat er mit heimgenommen, aber das ist wieder von Mücken. Ja, genau. Mückenstechen, aber nur die weiblichen Mücken. Ja. Jetzt weiss ich nicht. Warum? Ich weiss schon warum. Bei so viel Masse. Oder? Das ist das Paradies für so ein Mückli wahrscheinlich. Ja, bei mir sind sie nur auf Knechte. Sepp Amstutz, danke vielmals, bist du hierher gekommen. Krieg und Sepp, 2 Fäuste und ein Halleluja. Ab dem 8. Dezember, Freitagabend um 9 Uhr auf SRF 1. Unsere Landfrauen, die sind musikalisch genauso wie der Sepp Amstutz auch. Wir haben das immer wieder gemerkt in den letzten 7 Wochen und haben gefunden, wisst ihr was, wenn ihr zusammen so gerne singt, wäre es doch eigentlich ein Aufgleiter, wenn ihr heute Abend auch ein Stückchen würdet singen und jodeln. Begleitet von Zen und Nonsens. Ein wunderbares Stückchen, unsere Landfrauen 2017 mit einem Stück von Rudi Riemen.
Ich weiss, Sie sind grosse Fans von der Landfrauenküche und die ganze Staffel, alle 7 Sendungen plus die Finalsendung auch, die können Sie jetzt bestellen als Doppel-DVD. Auch das Chörli ist selbstverständlich mit drauf. Die DVD bestellen Sie jetzt im Shop SRF bei den Leuten Landfrauenküche 2017. Wie geht's euch, Marlies? Bis jetzt noch gut. Bis jetzt noch gut, das glaube ich. Wie sieht es bei dir aus, Karin? Eben gut. So der Puls im Moment auf circa, schätzt du? Das kann ich nicht mehr schätzen. Über 200? Tief durchschnaufen. Wir entspannen uns noch ein bisschen, weil wir haben noch die schönsten Bilder zusammengestellt. Die schönsten Momente aus 7 Folgen Landfrauenküche 2017. Ist das eine gute Idee? Mama. Ja, wird das sehr gut gegangen. Jetzt dürft ihr euch dann gerade in die Arme nehmen. Drückt zusammen, hebt einander. Weil der Moment kommt immer näher. In ein paar Augenblicken wissen wir, wer noch ein bisschen besser gekocht hat als die anderen. Brigitte hat es mehrfach betont, ihr seid alles Siegerinnen. Dass ihr schon mitgemacht habt, das braucht Mut, das braucht Gastfreundschaft, eine gute Hand, einen guten Mann, eine gute Familie, das habt ihr alle. Wir fangen mit dem 3. Rang an. In diesem Kuvert steht jetzt ein Name. Und dieser Name gewinnt eine Geschenkkarte von der Migros im Wert von 3000 Franken.
Es ist eine Frau. Im dritten Rang aus eigentlich mal fast Nachbarin von mir, wo ich mal im Emmental noch gewohnt habe. Aus Biggetu, Brigitte Wegmüller! Francine überreicht ihr einen Blumenstrauß und Geschenkkarten. Weisst du, wie ist jetzt die froh, dass sie nicht gewonnen hat? Jetzt sind es noch 6. Die Marlies, die Nicole, die Monika, die Irene, die Manuela und die Karin. Silber. Und der Migros-Geschenkkarte im Wert von 5'000 Franken. Sie macht einen Schnaps oder das Kraut dazu, das nicht alle gerne haben. Neuenburger Jura, Marlies Buhr! Danke, Francine. Besten Dank. Und in diesem goldenen Kuvert, meine Damen und Herren, steht seit dem Anfang dieser Sendung der Name. Der Name von der Siegerin von der Landfrauenküche 2017. Es könnten noch 4 Frauen das werden. 5 Frauen, Entschuldigung. Am Schluss sind 4, ja. Bündnerland, Appenzellerland, Entlebuch, Ammetten, Nidwalden oder Olten. Die Siegerin von der Landfrauenküche, jetzt machen wir es schnell. He? Von der Landfrauenküche 2017 plus eine Geschenkkarte im Wert von 6'000 Franken von der Migros gewinnt aus dem Kanton Appenzell-Ausserrhoden Monika Neuhoff. Gratulation, Monika. Lass dich feiern von Mick. Genau, Francine übergibt noch Mick den Preis. Das ist auch gut. Herzliche Gratulation. Auch den anderen Landfrauen selbstverständlich Gratulation. Wenn Sie mitgemacht haben bei unserem Wettbewerb, gehen Sie aufs Web auf srf.ch, dort unter der Landfrauenküche finden Sie alle Siegerinnen und Sieger von einem 1000-frankigen Gutschein, von einer Geschenkkarte von der Migros. Vielleicht gehören Sie zu diesen 11 Glücklichen. Wir feiern selbstverständlich noch ein bisschen weiter. Wir sehen uns spätestens im nächsten Jahr wieder bei der Landfrauenküche 2018. Kommen Sie, gutes Wochenende. Danke vielmals. Gute Nacht miteinander.